Nichts passiert. Was weiß ich, da ist schon wieder alles hier. Streamlabs macht schon wieder irgendwelche Random-Umfragen. Kein Mensch weiß, wo die herkommen. Wir wissen es nicht. Keine Ahnung, ich hab da keine Umfragen mehr drin. Aber hauptsächlich der Streamlabs-Bot. Ja, halt dein Maul, du behinderter Fettsack. Wo ist meine Tröte? Oh nein, Schmiedi, Schluss. Schluss! Schluss! Was ist da? Was passt da mit Streamlabs nicht? Streamlabs ist behindert! Habe! Übrigens, der Birger! Oh nein, nehmt zauberhaft mitgearbeitet, 20 Uhr! Neues Spiel, Kinder! Arbeitstag, ich rieche den Flachwitz des Tages. Was haben mein Hund und ein kurzsichtiger Gynäkologe gemeinsam? Die feuchte Nase. Wo, da hast du doch eine Seite ausgesucht, wo diese Witze draufstehen. Und die haben nämlich alle gleich schlecht. Dankeschön! Dankeschön! So, Chris, jetzt habe ich vorher an meinem Monitor nicht gespielt. Nice! So, jetzt muss das ist nix. So. Habe die Ehre an den Diners, an den Männers, an den Benner, an den Mikey Pike, an den Species, an den BR, MK1, an den Tobi, an den Zahn, an den Brunnen, an den Leck, am Arsch, an den Marvel Mania, an den Mike, an den Sattel, an den Bauer, an den Boris, an den Capri, an den Flip 555 Nase. Wir haben zwei 555 Nasen. Und mit der 555 Nase und mit der Flip 555 Nase. Vielleicht ist aber dieser der gleiche. Das weiß ich eben nicht. An den Mr. Poops, an den Bauer, an den Mike, an den Forest Squad, an den Freitag, an den Semi, an den Jeff. Sein Name ist Jeff. Richtig. An den Stefan, an den Geizig, an den Benz, an den Bruckner, an den Chris, an den Domi, an den Playlex, an den Forest Squad, an den Lucky, an den Flo-Lucky. Wir haben einen Lucky und einen Flo-Lucky. Wir haben lauter, ihr seid lauter gleich, ihr verarscht mich doch. Ihr habt einfach zu 8, ihr habt einfach 8 Accounts und schaut 8 mal gleichzeitig und ich denke mir den ganzen Tag, wow, leck mir mal viel Zuschauer, ist voll krass. Dabei stimmt's überhaupt nicht. Löwensepp! Schluss! Nein! Nein! Gustl, ja! Löwensepp, Schluss, ausatmen und nochmal von ganzem Herzen Dankeschön. Sie wissen warum. Ja, das werden wir nicht weiter erläutern, sonst geht die Scheiße nämlich da auch los. Schluss, aus. Tschüss, Lixen. Servus, Meister, auf geht's. Fix mich wieder mit einem neuen Spiel. Oh, du, das kann ich noch nicht beurteilen. Ich hab's noch nie gespielt, ich hab mir's erst heute Nachmittag gekauft. Sag ich, was ist. Timmy Boy, servus, bin auch da. Grüße von mir daheim. Servus, ich bin der Bürger, ich bin auch da und Grüße von dir daheim. Was macht überhaupt keinen Sinn. Merci dir. So, wir spielen heute Software Inc., wie ich es gerade schon gesagt habe. Habe ich mir heute erst gekauft. Das habe ich schon Ewigkeiten auf meiner Watchlist. Da mache ich jetzt einfach mal schnell die Muse lauter. Die passt, glaube ich, ganz gut zu meinem fragenden Blick. Habt ihr schon wieder keinen Donation-Sound? Habe ich das richtig gelesen? Habt ihr einen Donation-Sound? Dono-Sound wo, schreibt der Jodelmax? Weiß ich nicht, was da los ist. Nein. Aber berechtigt. Nein, keinen. Warum nicht? Warum nicht? Ich hab nix umgestellt. Ich hab nix umgestellt und es eskaliert schon wieder komplett und das sogar ohne Sound. Weil ich lese gleich vor. Ich weiß nicht, was da wieder ist. Nur Monitor-Ausgabe stumm schalten. Wann ist wann? Wann ist Spiel mal bitte jetzt wieder Scam und wann kommen die Caps? Ich nehme mir haben wir jetzt einen? raus aus der Nüsschenbox. Nom nom, lecker Haselnuss. Er ist wieder da, er ist nicht doppelt. Ist er doppelt, ist er nicht doppelt, ich weiß nicht. Sound da. Ich kapier's nicht, das hab ich keine Ahnung. Das geht einmal 3 Monate, dann geht's auf einmal nicht mehr, dann muss ich es wieder umstellen auf Monitor und Ausgabe, dann geht. Ich kapier's nicht, Alter. Ich kapier's nicht, Phase 1, Austrian, merci dir. Ich weiß nicht, ob Kier überhaupt, schwitzen Kier generell überhaupt, können Kier schwitzen? Gibt's Schwitzer Kier? Flo, merci für deinen Euro. Merci, Leute. Hauptmann, merci für deinen Zwickel. Felix, merci für deinen Zehner. Der Bürger spielt bitte wieder Scam und wann kommen die Caps? Scam kann ich nicht sagen, wann kommen die Caps, kann ich auch noch nicht sagen. Da schreiben wir jetzt gleich mal in den Chat eine Ausrufezeichen Cap. So, wer eins haben will, registriert euch da. Da ist der Link. Auf Twitch und auf YouTube. Wer eins haben will, lasst eine E-Mail da, der kriegt dann eine E-Mail von mir und dann lösche ich eine E-Mail da wieder, okay? So, ihr erklärt nicht wieder 25 Stunden lang, warum und weshalb und blabldi blubbeldi. Wann die kommen, kann ich noch nicht sagen, wird aber schon ein paar Wöchchen dauern. Ich reagiere einfach gar nicht. Ergo, Scam kommt wieder, wenn Caps da sind. Und selbst da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, wobei, das kann direkt im Sommerloch dann sein, so im ersten, wenn die Spiele vorbei sind, da kann sie hingehen. Da kann man dann Scam noch mehr rauskommen. Leute, ist ja gut. Breitis, merci, Maxi, merci, Jack the Ripper, merci, Wolfreak, Eichenbaum. Wo haben wir einen Stiebel? Alex, merci.
Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Ich hab nichts gelesen, weil schon wieder alles kaputt ist da. Ich hab nichts da. Die verdammte Nüsschenbox! Wer ist jetzt überhaupt dran? Der Wolfric! Wird Zeit, das zweite Jahr voll zu machen. Da ist noch ein wenig hin. Wolfric, da ist noch ein bisschen hin. Aber ich hoffe, dass ich das zweite Jahr noch da bin. Der Eichbaum ist ein neues Mitglied, der kennt getrötet! Da war ich gehört. Eichenbaum, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, aber die Ehre an den Eichenbaum. Oh, Katzel. Andal. Jawohl, endlich. Ich hab einen dicken Fetten aus dem Internet. Geil! Geil! Alle zum fetten Volltrottel aus dem Internet. Wer nicht beim fetten Trottel beim Internet ist, der hat eine IQ von über 4. Boah, Katzel. Gibt's mal eine Fortsetzung von Birgers Kochstudio? Ich weiß nicht, ob es noch mehr Birgers Kochstudio gibt. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn mir irgendwann mal unfassbar langweilig ist. Herr Stam! Ja, Stam! Merci für den Reset. Und an den anderen restlichen Sauhaufen natürlich auch. Es geht halt die ganze Zeit schon wieder dahin. Der Stürmlerkai wird angezeigt und dann wieder einfach weggefahren. Streamlabs, du gehst mir so auf den Sack. Jetzt, wenn ich OBS starte einfach eine Umfrage. Einfach irgendeine aus der Vergangenheit. Die fangen aber wieder von vorne an. Das Lustige ist, wenn ich dann eine Zeit lang laufen lasse und schau wieder rein, dann hat es irgendwie 6 Abstimmungen, obwohl der Stream gar nicht läuft. Wer tut denn das? Wer sagt's denn hier? Stürmlerkai, mehr Leid, Schild halt die Kniescheibe. Merci dir, Fenris, merci für den Zwickel, Timmy, merci dir, Domi, Lies, Alter, Just Mercy, Alter. Da bei dir brauche ich nicht lesen. Spaß, Hauptsache du spielst, dann ist alles wurscht. Was ist das für Scheiß? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das für Spaß ist. Ich sag's euch gleich schon, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir natürlich Trailer und so Geschichten angeschaut. Anscheinend baut man seine eigene Firma auf und man kann, soll sehr komplex sein. We will see. Bin ich auch gespannt. Patrick, kriege ich einen Beat aus der Tröte, bitte? So, aus dem schneidest du jetzt bitte noch was zusammen, machst mal ein Beat und ich mache ein Lied draus. Ist es ein Deal? Ja, ich hoff's. Merci dir. So, gibt's die Rock-Version von Vollbier-Squad eigentlich nicht mehr? Die soll eigentlich auch triggert werden, aber die wird nie triggert. Ich weiß nicht, was das für eine Scheiße ist. Slop Talk! Da war ich gehört, nice Mitglied. Wupp, wupp. Sloptalk, welcome to the squad. Ab in den Chat habe ich einen Sloptalk, wer nicht mitmacht, ist ein Headphone-User. Und was der wir mit Headphone-Usern? Da, hör auf, er hat drückt mittliches Stream ein. Ja, dir schon auch. Ich hätte gerne eine Rockversion von Nüsschen, nom nom nom. muss ich noch mal aufnehmen. Ich hätte gerne eine Grindcore-Version von Nüsschen nom. Ich nehme mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox, nom nom. Ist das noch Grindcore? Ist Gegrunze noch Grindcore? Da haben wir Leute, die kennen sich da besser aus wie. Ist Gegrunze nimmt man doch anders, oder? Weiß ich nicht. Leute, jetzt ist es ununterbrochen. Schmidi, der Bude-Manager! Welcome to the squad, ab in den Chat, aber der Schmidi, Bio-Beni, merci dir. Heute wärst mal vom Bulldog aus. Was von Bulldog aus? Bin beim Gülleballern. Gülleballern! Hashtag Gülleballern, ab in den Chat. Nennt man das so? Ist das der ist das der Fachbegriff? Viel Spaß beim Gülleballern, nicht? Merci dir. Stefan, du meinst ja eher jeder, der kein Mitglied ist, hat ein IQ unter 4 und jetzt Mitglied hat ein IQ over 4. Ja, aber du bis maximal 6 dann. Merci dir. Patrick, merci dir. Flo! Merci! Wir haben gestern mit der Key und 4-Spieler Dungeons & Dragons über 2 Stunden gespielt. Noch dazu mit einem Würfel, um mehr Interaktionen zu erzeugen. Geht das? Hat das Ding Dungeons & Dragons Regeln drin? Weiß ich sofort, was ich noch im Stream tue. Ich sag das, wie es ist. Ich weiß sofort, was ich noch im Stream tue. Werde ich einfach allein Dungeons & Dragons spielen. Ich sag das, wie es ist. Flo! Merci dir. Rest! Merci! Please stop it now. Es ist 10 nach. Ich schalte jetzt die Donation Sounds aus. Weil wir sonst einen Schlaganfall kriegen. Wir werden jetzt dieses Spiel starten. Starte das verdammte Spiel. Ich will nicht, dass es lädt. Ich habe übrigens eine sehr interessante... ist es ein Doku? Ist es kein Doku? Es ist ja ein Interview. Wer kennt nur das Angry German Kid? Ich will ein Gentleman spielen! Wer kennt das noch? Hand hoch, ab in den Chat. Da habe ich gesehen, er hat Interview, nennen wir es Dokumentationsinterview, nennen wir es so. Dauert so 10 Minuten oder eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder so. Und dann labern die, dann ist der Typ da. Der ist erwachsen, Alter.
Der hat nur gepumpt. Der war total fertig. Der ist total fertig mit der Welt. Und jetzt soll er nur noch pumpen. Krasser Scheiß eigentlich. Und das hat ihn ziemlich fertig gemacht, dass seine Videos damals so. Der echte Gangster. Der echte Kinder. Was? Ja genau, sprich. Was willst du tun? Ich bin ein echter Gangster. Ich hab ne 5 in Mathe. So, jetzt start das Spiel, du fetter Trottel im Internet. Core-Dumping heißt es übrigens. Okay. So, da sind wir. Wie Sie sehen, sind Sie nicht. Sie sehen mein D-Schick. Das ist zum Fotzen noch nicht dreschen. Das ist wichtig. Was tun wir jetzt noch damit? Tu ihn jetzt mit meiner Lauten. Hab ich wieder nicht gescheit eingestellt. So, da sind wir. Der Norman heißt er. Ja, richtig. Norman heißt er. Und ja. Das war eigentlich so ein typisches Video-Review, das ist mir auch zum Schauen. Der Typ ist eine absolute verfickte Legende. Das ist extrem schade, dass dem so ergangen ist, ganz ehrlich. Der Typ hat schon virale Videos gemacht, da hat noch keine alte Sau gewusst, was ein scheiß virales Video überhaupt ist. Und dann muss er sich von irgendwelche scheiß Mongos der Maulen und der Namen los. Der soll bloß einer Fotzen halten. So! Options! Das ist mal das erste. Au, wieder, was ist denn das für Steuerung? Also, jetzt passen wir auf. Master, der haben wir mal auf 60 oben. Ja, mach 80, Musik machen wir auf. Jetzt nur eine Muse, ich hab keine Ahnung. So, da sind wir nun. Offensichtlich. Wir können uns gleich schon mal. Oh, haben wir mehrere Sprachen? Nein, haben wir nicht. Doch! Was? German, 63% Download. Ja, Bruder, wenn es schon auf Deutsch gibt, ist ja der Wahnsinn. 99,5% translated. Downloaded from localizer.com. Das hätte ich mir einfach Nachmittag vielleicht mal anschauen sollen. Update. Aktualisierung. 99,5%. Ja, Alter. Aktualisierung. Es gibt sogar Russisch, es gibt auch Französisch. Wir muss jetzt da, das Deutsch ist? Gott! Bruder, ich hab schon die ganze Zeit gemeint, ich muss da die ganze Zeit Englisch wieder umeinander wursteln. Ich Ahnungsloser. Das ist ja wieder so Perpetuum mobile. Und leg da ist ein Miezi auf dem Hüpfball! Man kann Miezis haben. Jetzt schon Best Game ever. So, ja. Was ist Software Inc.? So heißt das Spiel übrigens. Das Logo habe ich übrigens selber machen müssen, weil das Spiel so unbekannt ist offensichtlich, dass es nicht einmal ein Logo zum Einbauen gibt. Also jetzt mal so, ich habe absolut keine Ahnung, was wir mir da tun. Darum werden wir mir auch keine benutzerdefinierte Karte machen oder sonst irgendwas, sondern wir machen ein neues Spiel. Und fangen wir einfach an und werden dem Tutorial folgen. Was hältst du denn da davon? Sniper Sepp, Alter, wann kommt der Fan-Treffen? Weiß ich noch nicht so. Habe ich schon ein paar Mal in meine FAQ-Videos erklärt, dass ich nicht so der Typ für Fan-Treffen bin. Schwierig zum sagen. Ich mag jetzt nicht sagen nie, aber bei Fight nicht. So, merci wieder entwickeln. Oh, leck der LeBron. Servus, wo bin ich? Wann komm ich wieder? Oh, leck, Alter. Du glaubst, du bist einen qualvollen Tod gestorben, LeBron, fürchte. Ja, fürchte. Das ist schlecht. Schlecht. Warst nicht anwesend, wie er von uns gegangen ist, gell? So, jetzt Schnauze, jetzt fang an. Neues Spiel. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was auf uns zukommt. Wir müssen eine Firma gründen. Das ist alles, was ich weiß. Und da kann man allerhand verrückte Dinge tun. Okay. An was mich das Menü schon wieder erinnert mit den ganzen Fenstern und so, das kommt mir vor wie, das habe ich in Annex so gemacht, in meinem Browser-Game. Da habe ich auch diese Idee gehabt. Ob das so super gut war, im Nachhinein kann ich nicht mehr beurteilen, aber ja. Na gut, werden wir mal Tutorial lesen müssen, fürchte ich. Willkommen im Anpassungsfenster. Drücke Continue, um fortzufahren oder Cancel, um ihn zu verlassen. Ja, es ist halt, also die Variablen Begriffe oder Button-Begriffe haben wahrscheinlich noch nicht übersetzt, aber gut, das kriegen wir gerade noch hin. Fortsetzen. Beginne mit dem Namenswahl für deine Firma. Firmennamen eintragen. Wir nennen unsere Firma. Busenbude schon wieder, oder was? Der Ort, an dem du an dem sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz noch Kavaliersdelikt ist. Jetzt mal so. Keine Geld mehr, jetzt wieder Fünfer. Wir nennen es einen Busenbude natürlich. Was hast du gemeint? Sexuelle Belusenbude. Sexuelle Busenbude. Das ist ein guter. Was haben wir da? Okay. Name sitzt. Pumpen und böse rappen. Wie? Pumpen und böse rappen. Sollen wir unsere Firma, sollen wir ein Rap-Label aufmachen? Ich weiß nicht, ob das geht, keine Ahnung. Beginne mit dem Namen. Hammer, geh weg. Wähle nun einen Namen für den Gründer in deinem Spiel. Der Rusty Alvarez. Natürlich nicht. Das ist natürlich der Bürger von Busen. Das ist ja klar. Körper. Das ist also der feminine. Warum heißen Dosen so weit oben?
Warum denn? Was, so laufen nicht, ey. Ich weiß es auch nicht. So, es schaut aus, als hätte meine Oma eine Hose noch und ach. Nein, Nosenbohrer sind wir keiner. Wir können nicht noch passen. Lass mich nicht noch passen. Ein bisschen macht zufällig. Da haben wir. Was ist da? Ja, das ist schon er. Das, ja. Nein, das ist wieder zu rassistisch, Birger. Wo ist Hautfarbe? Ich mag einen. Das darf ich nicht sagen. Ich hätte gerne meine Hautfarbe. Okay? Nicht den. Körper! Da, Körper! Oh ja, fett ist er auch. Augenbrauen, Ohren, Kopf, Mund, Nase, Augenbrauen, Augen. Schieberegler entsperren. Was? Jetzt lass mich halt Haare in einen Afro habe ich keinen. Das schaut sehr, sehr jung und dynamisch aus. Ich hätte gerne Hautfarbe! Dann muss jetzt da so lang. Okay, das ist mit schöne Schweindelnosen da vorne drauf. Okay, passt. So, Mami fetter, das ist gut. Kopf, was haben wir da? Ah, wen interessiert denn der ganze Scheiß da? Das ist mir wurscht, gib mir eine Frisur. Frise ist wichtig. Ja, Mützel, das schaut sehr hipstermäßig aus. Schaut so richtig aus wie so ein richtiger Kickstarter. Ja, da schau hin. Haben wir alles da? Kondensator. Da kann man Persönlichkeiten einstellen, okay. Ob sie die dann aufs Spiel auswirken, ich weiß es nicht. Ja, mir verbringen wir sowieso wieder 20 Minuten in dem scheiß Charakter-Editor. Ich weiß doch, wie es läuft. Wo ist der Haarfarbe, hätte ich gern? Haarfarbe. Hallo. Augenbrauen, Augenkopf, Mund, Nase, Gesicht. Ja, gib's mir mal einen Vollbart her? Ja, aber ich schaue nicht aus wie ein Albino. Was soll ich machen? Ja, besser. Schaut ein bisschen. Amisch bin ich nicht, keine Ahnung. Da ist irgendwo Miezi, schreibt Leute. Wo ist der Miezi? Wo ist die Miezi? Muss ich auszoomen? Wo ist die Miezi? Da ist die Miezi! Die Miezi liegt am PC drauf! Miezi! Das ist übrigens auch im Real Life so, jetzt mal, wenn ich eine von unseren Katzen sehe. Miezi! So, jetzt gib mir halt eine Haarfarbe. Torso. Ich bin nicht so der Anzugtyp. Ja, der Hoodie-Typ, ja, dann gibt es noch einen legeren Jogger oder der kurze Hosentyp. Leck hast du wurstige Kniescheibenbeine, das ist ein Wahnsinn. Ja, machen wir so, das ist gut. Aber ich darf so gern eine Haarfarbe auswählen. Ich weiß es auch nicht. Wie geht das? Katz auf dem Ball schlafen, das geht schon. Die gibt's in mir. So, Brille haben wir auch. Nein, die ist nicht so gut. Die Brille kommt erst nächste Woche. Die ist gut. So, Bürgerfan Busen. Wir haben da natürlich auch Persönlichkeiten. Jetzt pass auf. Schneller lernen. Hochbegabung. Natürlich bin ich hochbegabt. Das hast du gemeint. Kondensator. Wird nicht müde. Ja, doch, wieder. Das ist okay. Immun gegen chaotische Umgebungen. Das ist tatsächlich wirklich zutreffen, muss ich sagen. Sonnenschein. Sonniges Wetter verbessert deren Gemüt und die Hitze macht ihnen nicht so viel aus. Wolkenkratzer arbeitet bevorzugt in oberen Stockwerken. Je höher, desto besser. So ein Scheiß. Was haben wir da noch? RGB-Tauben repariert ihren Computer, wenn sie ihn benutzen. Geborener Anführer. Was ist denn da? Ich habe eine Uhr. Das war's. Das ist die Eigenschaft. Alles klar. Ich habe eine Uhr. Ich habe tatsächlich eine Uhr, da. Was ist denn das wieder für ein Scheiß? Losgelöst. Nicht von der Teamkompatibilität betroffen. Was? Superfokus. Arbeitet schnell bei einer Aufgabe. Scheitert aber beim Multitasking. Firmware Inc. Großartig in der Entwicklung von Hardware, nicht so gut in Software. Geborener Anführer natürlich. Still, aber tödlich. Niemand wird mit ihnen den Aufzug nehmen. Da brauche ich gar nicht weiterschauen. Das passt. Was? Getränkehalter. Kann gelegentlich den Computer schrotten. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet. Das werden wir dann schon herausfinden. Jetzt pass mich an. Ich würde gerne meine Hautfarbe, meine Haarfarbe ändern. Das muss doch da drin sein. Was ist denn das für ein Blödsinn? Augenbrauen, Haare. Haare. Ja. Da muss mehr grau ein. Und das wissen wir alle, wenn wir da sind. Ein bisschen. Da. Easy. Augenbrauen, selbe Farbe. Machen wir so. Passt. Und wie muss man mit dem Bart? Gesicht, Bart, ja. So, Übernehmen. Da schau ich. Aber warum habe ich eine Schweindelnosen? Übergrößerte Nosen. Kann ich da nicht? Kleine Nase.
Was ist denn das für... Ich frage mich halt, braucht es einen sicheren Charaktereditor in einer Wirtschaftssimulation? Ich weiß nicht. Weiß nicht, Brudi. Ja, ich habe einen Namen für den Gründer im Spiel, fortsetzen. Und ein Geschlecht. Du kannst dein Geschlecht öfters ändern. Oh Gott, klang jetzt schon wieder. Um das Aussehen deines Charakters zufällig gestalten zu lassen. Gut, gerade noch Kurven gekriegt. Fortsetzen. Mit diesen Schaltflächen können Sie einen Aspekt des Erscheinungsbildes Ihres Gründers auswählen, den Sie ändern möchten. Das habe ich doch auch schon. So habe ich selber herausgefunden, ich bin Pro-Gamer. Geh weg, ja, haben wir schon. Hier kannst du die Eigenschaften für den Gründer, hier können Sie die Fähigkeitspunkte Ihres Gründers auswählen, die sich auf die Leistung Ihres Gründers auswirken. Die Fähigkeiten sind... Da wollte eine neue Zeile schreiben, ich sehe es genau. Die Fähigkeiten sind ausgewogen und die maximale Menge an Fähigkeiten, die Sie zunächst zuweisen können, hängt von der gewählten Schwierigkeit ab. Was kann ich da jetzt tun? Kann ich da jetzt einfach so... verstehe ich schon. Ja, wir haben ausgeht. Da unten ist unser Fähigkeiten-Scheiß. Oh. Ich sehe schon, das Spiel ist wahrscheinlich komplexer, als ich das wahrhaben will. System... 2D, Audio. Ich verstehe es nicht. Das lassen wir lieber. Tun wir lieber zurück zu ordinär. Was? Fokus, Betriebssystem. 2D, Editor, 3D, Editor, Tonprogramm, Spiel, Bürosoftware, Antivirus. Nein, nicht Fokus. Lizenzgebühren. Was? Lass mich, tu das wieder zurück. Inspirierend, visionär. Lass mich wieder, wie tut man das wieder zu? Ja, das ist gut. Wir nehmen die einfache Variante, kriege ich einen Vogel. Kriege ich einen Vogel, das ist nichts. Birger Labs 4000. Birgers Busenbude. Weil wir kannten jetzt was auf. Wir brauchen mal Birgers Bro-Code-Bude. Hört sich doch gut an. Birgers Programmierbude. Mit scharfem B. Programmierbude. Nice. Nice. So, weiter geht's. Die Kreativität des Gründers steht über seinen Fähigkeiten. Was sich auf die Qualität der Produktideen auswirkt, die er entwickelt. Wenn Sie die Kreativität Ihres Gründers erhöhen, wird seine maximale Fertigkeitsstufe gesenkt und die Anforderungen erhöht. Dies ist zu Beginn nicht sehr wichtig und sollte am besten für das erste Spiel so belassen werden, wie es ist. Okay! Bruder, was ist das? Sie können die Spezialisierungspunkte Ihrer Mitarbeiter ändern, indem Sie... Blablabla. Ja, ich möchte aber nicht. Geh weg! Geh weg! Sie können die Auswahl von Kreativität und Spezialisierung auch überspringen, indem Sie den erweiterten Modus deaktivieren. Das haben wir getan. Sie können bis zu 4 Gründer hinzufügen. Nix da, das ist meine Firma. Hau ab! Alles meins! Aber nur einer repräsentiert Sie. Die anderen benötigen einen Unternehmensanteil. Sie müssen alle Erträge an die anderen Anteilseigner ausschütten, sodass jeder zusätzliche Gründer ihre Gewinnspanne verringert. Sag mal, was ist denn das für eine gestörte Scheiße schon wieder? Da kriegst du einen Vogel. Nächster. Du hast nun deinen Gründer vollständig angepasst. Fangen wir an, die Spieleinstellungen zu konfigurieren. Das Zeit dazu mal werden. Hier kannst du jeden Mod aktivieren, welcher dann für immer mit dem Spiel verbunden ist. Ich habe keine Mods. Mir spielen wir Vanilla. Kann man dann auch nicht mehr aktivieren oder deaktivieren. Wenn du das Spiel startest, hat dies die Spielweise maßgeblich verändert. Das ist in jedem Spiel das Gleiche. Wähle aus, mit wie viel Geld du starten möchtest. Standardmäßig hast du $50.000 und zusätzliches Geld wird dir als Darlehen angerechnet. Beachte, dass du mindestens $50.000 brauchst, wenn du dir lieber ein leeres Grundstück kaufen, als Räume in einem Gebäude mieten möchtest. Ja, dann 3 da jetzt nicht einmal. Ist das dann... Ja gut, ich mag kein Darlehen. Das ist meine persönliche Grundsatzphilosophie, bevor ich in die Bank gehe und mir irgendwo Geld nehme. Egal für was, verhungere die lieber unter der Brücke. Fortsetzen. Hier kannst du das Jahr ändern, in dem das Spiel startet. Später anzufangen ermöglicht Zugriff auf moderne Technologien. Wann fangen wir an? 1980. Ja, die guten alten 80er. Da war die Hardware noch nicht so komplex. Hätte ich jetzt gesagt gehabt. Ihre Konkurrenten sind jedoch mehr etabliert. Nix da. Die Schwierigkeitsstufe kann jederzeit in da machen wir mehr einfach. Gibt's einfach? Ja, einfach ist gut. Einfach ist voreingestellt, das lassen wir drin. Fortsetzen. Sie können auswählen, wie viele Tage Sie pro Monat möchten. Ein Monat dauert standardmäßig einen Tag. Das Spiel wurde mit diesem Tempo entwickelt und ist daher die empfohlene. Ja, gut. Es ist so scheiße, also ich riech's bis daher, dass das so dermaßen komplex ist, dass es uns wahrscheinlich einen Schädel zerreißt. Aber da fange ich jetzt nicht nur an, weiß ich nicht, da hätten wir 30 Tage im Monat entwickeln können. Muss man auch mal sagen. Fortsetzen. Klicke auf Karte auswählen, um deine Startumgebung auszuwählen. Karte wählen. Was haben wir denn da so?
das System gefällt mir schon mal wieder, dass man so die Fenster anziehen kann. Was mich nur interessiert, könnt ihr da irgendwas lesen? Ich schaue mir, ob ich das UI größer machen kann dann gleich. So, Garage Inc. Apartment Inc. Skyscraper Inc. Ich miete mir doch keinen Skyscraper. Bin ich besoffen oder was? Wir fangen mit der Garage an, ganz klassisch. Hier siehst du eine Liste von Gebäuden, die du gegen sofortige Zahlung kaufen oder mieten kannst. Neben jedem Bild siehst du, ob ein Gebäude zu vermieten oder zu verkaufen ist. Beachte, dass die Gebäudefläche für Gebäude zur Miete die maximale Fläche definiert, die du bei Erweiterung deiner Firma mieten kannst. Gemietete Fläche, Baubereich. Gebäude, leeres Grundstück. Ja, wenn, dann mag ich schon selber. Ja, was heißt selber bauen, muss noch nicht unbedingt sein, aber einrichten werde ich es, aber ich den selber kennen. Was der mir jetzt da? Sagt mir der, ich soll den Skyscraper bauen oder was? Kapier ich nicht. Also kapier ich schon, aber ich weiß nicht, was gut ist und was schlecht ist. Ich fange jetzt halt schon wieder an mit Min-Maxen. Das ist nicht gut. Was haben wir da? Zeichenfolge für Kartengeneration. Ja, das ist Seed, okay, Kosten. Ich kann mir kein Grundstück nicht kaufen, das 50.000 kostet. Was ist denn wieder für ein Blödsinn? Umgebung, Stadt, ländlich. Ländlich? Achso, ja. Ländlich kostet der Grund genauso viel wie in der Stadt. Das glaube ich nicht. Gut, mieten wir uns was. Was nehmen? Hüfthosen sind nicht mehr in. Relativ nicht so. Nehmen wir Garage. Mach okay, bitte warten. Ah! Okay. Okay. Möchtest du das Willkommen-Tutorial anfangen? Bitte. Weil ich die Befürchtung habe, ich habe keine Ahnung, was jetzt gleich passiert. Ja. Schauen wir mal. Okay. Da herum ist unser Gate. Da ist, wie viel Uhr das ist. Datum. Wahrscheinlich, wie viel Fans das wir haben. Kann man 1980 schon Fans haben? Ich weiß nicht. Es ist wichtig, Keypad 0, 1, Pause. Nein. Pause. Und unser Unternehmensansehen. Okay. Willkommenstutorial. Jetzt tust du das mal auf Escape Optionen. Tastenbefehle, jetzt pass mir obacht. Kann man mittlere Geschwindigkeitsdingsbums? Na, gibt es irgendwo ein UA da? Habe ich mir doch gedacht. Mal gleich mal 150. Ja! Schau hier! Besser, oder? Jetzt könnt ihr was lesen. Könnt ihr was lesen? Können Sie etwas lesen? Hammer? Hallo? Wie weit hängt? Ziehen gebe ich dir übersehen. So, wir nehmen wieder da, habe ich Dritteli zurück. Voll passt! Das wollte ich hören. So, mach die Scheiße wieder zu, wir müssen das Tutorial durchhacken. Damit wir irgendwas, ich hab das dumpfe Gefühl, das wird vielleicht zum Lesen, aber Wirtschaftszimmer, oder was hast du denn gemeint, dass wir da jetzt umeinander pimmeln, oder was? Das kommt später. Willkommen bei Software Inc. Du kannst dieses Fenster überall hinziehen, wenn es im Weg ist. Klicke und ziehe dafür die Titelleiste. Ja, das haben wir in der Chance gefunden. Fortsetzen. Um Gottes Willen. WASD, Right Mouse hältst und die Maus bewegst, sondern Bildschirmrand bewegst, dann kann ich umeinander ziehen. Mittlere Maus, ja, das sind nicht Grafikeinstellungen wie so, oh, schaut gar nicht schlecht aus. Ah, hat er ist ein bisschen eine sehr comic-stilisierte Grafik, das ist aber völlig okay. Mehr braucht es nicht, die Sims schaut ganz genau aus. Up, Arrow, Down, bla bla bla, Keypad Plus und Minus ist rauszoomen, reinzoomen, kriegen wir hin. Die Tastenbelegung kann im Optionsmenü bearbeitet werden. Rhabarber. Am oberen Rand findest du dein Bankguthaben. Wenn du mit dem Mauszeiger über die Nummer fährst, siehst du deine Aufschlüsselung des Wertes deiner Firma. In Regenschirmen und Ankern, oder was ist das? Keine Ahnung, egal. Fortsetzen. Werden wir dann im Laufe der Zeit schon aussehen. Du kannst das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit in der oberen Mitte, das haben wir auch schon gesehen. Hier oben steht deine Fananzahl. Da bin ich jetzt gespannt, was das ist. Du kannst mit der Maus über den Balken fahren, um deine Marktanerkennung in jedem Softwaremarkt zu sehen. Um mehr Produkte in jeder Softwarekategorie verkaufen zu können, ist es notwendig, deinen Wiedererkennungswert zu erhöhen, indem du gute Produkte herstellst und sie vermarktest. Das wäre mir mehr. Die Stelle darunter stellen den Ruf ihres Unternehmens dar. Passt. Hier kannst du sehen, wie viel Geld in und aus deinem Unternehmen fließt. Wo? Da. Oh. Ja gut, das war klar, dass wir da sehr viele Diagramme haben werden. Kann man das oh. I'm impressed. Aber ich habe schon gesehen, dass da backt ein wenig was. Ja, beim Zusammenziehen. Ja, es ist zu verzeihen. Was haben wir da so? Da haben wir Personalwesen, Instandhaltung, Software, sonstiges, Aktien, Dividenden, Darlehen. Herrgott sagt, noch lernen wir noch irgendwas.
Was ist denn das da eigentlich? Klicke hier oder drücke Keep at 5, wenn du deinen ersten Tag bereit bist. Ja, jetzt machen wir erstmal ein Tutorial, oder? Ich kenne mir noch keinen Stecker nicht aus. Wenn du hier klickst, wird ein Fenster mit dem... haben wir gemacht. Sie können über folgende Schaltflächen steuern, wie schnell die Zeit laufen soll. Haben wir auch schon gehabt. Wichtige Benachrichtigungen werden oben links erscheinen. Wo ist denn oben links? Da. Okay. Du kannst die Benachrichtigungsleiste nach unten ziehen, um dir ältere Benachrichtigungen anzeigen zu lassen. Bla bla bla, das ist der absolute Standard-Scheiß. Sag mal, was ich tun muss. Alle deine Einstellungen und verschiedene Fenster sind hier links unten. Das habe ich schon im Augenwinkel schon gesehen. Software entwickeln, eigene Veröffentlichungen, Auftragsarbeit, das ist jetzt da so ein bisschen hinter mir, ich lese vor. Forschung, Projektmanagement, Personal verwalten, Mitarbeiter verwalten. Wo ist der Unterschied zwischen Personal und Mitarbeiter? Mitarbeiter einstellen, Teams verwalten, Angestelltenboni. Die gibt's hier bei Birgers Programmierbude nicht. Beschwerden. Dann haben wir Logistik, Server. Verwalten Sie Ihre Server und laufenden Prozesse. Dienstleistungen. Was ist das für Spei? Dienstleistungen. Gib dir eine Übersicht über deinen Wasser-, Gas- und Stromverbrauch. Da habe ich im normalen Leben schon Fake nur damit zum Kämpfen. Mit dem Brauch ist da auch. Produktion. Verwalten Sie Ihre Software, Druck- und Hardware-Herstellungsaufgaben. Ja, was jetzt? Weißt du jetzt Software Inc. oder Hardware Inc.? Digitaler Vertrieb. Verwalte deine Drucker und deine digitale Vertriebsplattform. Ich klicke jetzt da mit drauf. Um Gottes Willen, oder was? Oh Gott, eins nach dem anderen. Birger, was hast du denn da wieder, oder? Was passiert eigentlich, wenn ich so tue? Okay. Die runden Punkte unter die Haare. Was für runde Punkte unter die Haare? Ist da hinter mir? Ich weiß nicht, was das geht. Was? Muss man nicht auf den runden Knopf unterhalb der Frisur klicken für die Farbe? Wie weit hängt's denn ihr zurück, Alter? Das ist schon eine Viertelstunde her, wo wir mir mit die Haarfarbe umeinander haben. Alter, wie weit hängt denn YouTube zurück? Ihr hängt ja Minuten hinten nach. Was ist da los? Was ist mit YouTube? Hallo? Hey, wenn der Erste auf YouTube, wenn Sie das Herz, dann haut's mal laut ein Ausrufezeichen bitte in den Chat, weil das darf mich jetzt interessieren. Jetzt ist 20:32 Uhr. Wahrscheinlich um 3/4 oder so. Weiter geht's! Alle deine Einstellungen, verschiedene blablabla, haben wir schon. Denke daran, du kannst jedes Tutorial immer im Optionsmenü neu starten. Wenn du bereit bist, kannst du damit beginnen, dein Büro zu bauen. Das mag ja ich. Schalte dafür den Build-Mode an. Wo ist der Build-Mode? Baumodus. Okay. Okay. Mit der wir jetzt einmal die Benachrichtigung, die wir mit da auf. Ja. Das Spiel wird immer im Bildmodus angehalten. Wenn Sie ein Grundstück besitzen, können Sie Ihre Büros nach Belieben bauen und gestalten. Wenn Sie jedoch leasen, können Sie nur die Büros einrichten, die Sie gerade leasen. Wenn Sie später ein Grundstück kaufen möchten, können Sie Ihre Firma verschieben, indem Sie im Pausenfenster auf Firma verschieben. Bla bla bla. Was genau haben wir da eigentlich gemietet? Das da. Ist das unsere gemietete Bude oder was? Was ist das da? Können wir umziehen? Ich mag nicht umziehen. Abhauen. Fortsetzen. Um anzufangen, Objekte zu platzieren, solltest du in einem von den gemieteten Raum gehen. Wir haben da Etagen zum Durchschalten. Das ist der Keller. Oh, ihr wisst alle, was passiert im Keller. Ihr wisst alle, was kommt, wenn es einen Keller gibt. Nur Pro-Gamer wissen, sagen wir es so. So, was ist jetzt da? Ist das unser einziger Raum, den wir haben? Da komme ich gar nicht rein, oder was? Gebiet 90 Quadratmeter. Und das da, Mietvertrag kündigen. Tatsächlich. Ist das unser... Möchtest du mich verarschen? Was soll denn da drin für eine Firma gründen? Im abgefuckten Heizkörper und... Aber es gibt ein Scheißhaus, das ist wichtig. Scheißhaus ist wichtig, passt. Lass uns ein paar Möbel in deinen Raum stellen. Baue einen neuen Tisch und nimm dir auf die Schaltfläche Furnish, klickst und danach Table suchst. Ja, das ist halt bauen, da kann ich Gebäude bauen, ja, da können wir ein Möbel, oder ein paar Möbel. Ich hätte gerne eine schwarze Couch. Timmy, Birger, kurze Frage. Gibt's da Muse? Die ist ganz leise. Hört ihr das? Ihr hört's nicht einmal. Hört ihr keinen Sound? Irgendwas ist komplett broken. YouTube hängt ungefähr 10 Minuten hinten nach. Was ist denn heute schon wieder? Wird nicht helfen, müssen wir schauen. Pass auf.
Desktop, Audio, Monitor aus, Monitor und Ausgabe. Jetzt was? Ey, was haben die da wieder umbaut, sag? Habe ich irgendwas umbaut? Deaktiviert Microsoft? Oh. hm. Was ist denn jetzt? Jetzt ihr das? Was ist denn jetzt? Hallo? Stefan, Fritzels Kellerbude wegen einem Keller war jetzt ja mein Herz auf YouTube. Ich kapier gar nichts. Ich starte jetzt das Spiel um rein. Schreibt alle im Chat. Schreiben jetzt einmal bitte ein Ausrufezeichen. Einfach eins. Oder Hallo. Schreibt's Hallo. Wir sind mal über 1000 Leute im Stream und keiner schreibt Hallo? Was ist denn heute kaputt? Was? Habt ihr jetzt einen Sound? Hallo? Schmiedi? How to Tinnitus? Bürger für Arme? Was? Hallo? Hallo? Was ist denn heute? Was ist denn heute? Also heute ist Mittwoch, das weiß ich, aber jetzt muss ich schnell selber in meinen eigenen Stream eingehen. Sag mal, da schreibt Leute Hallo. Kann sein, dass sein Chat nachhängt. Ich weiß nicht, was da gehabt, aber volle Kanone hängt der noch. Aber was ist denn? Fritzl, raus aus meinem Keller. Merci dir. Tja, ich denke mir das schon die ganze Zeit. Jetzt pass mir auf. Schauen wir mal, ob wir es neu laden können. Restream-Chat. Kann ich es neu laden? Hoppla, irgendwas ist schief gegangen. Versuche die Seite neu zu laden. Fragezeichen hängen auch noch. Ja, die haben immer noch da, das weiß ich schon. Das ist Absicht. Jetzt bin ich da. Hallo Benedikt, hallo. Bürger hat Busenleitung. Nein, mein Chat ist kaputt. Ist jetzt die Fragezeichen werden immer größer. Restaurantempfehlung von dir in Landerbürger, Face Blue Smiling. Irgendwo. Ich habe gerade andere Probleme. Ich kapier's nicht. Hören wir nicht. Free Frankie, dich hört man, aber keinen Spielsound. Achtung. Es schluckt aber aus. Es ist einfach alles kaputt. Ja, das geht. Sound, Etzeler, jetzt. Birger macht das Campbell auf die rechte Seite. Hallo. Kein Sound vom Spiel. Alles kaputt. Sound da, Sound ist da, Sound okay. Ich weiß nicht, wie lange das mein Chat jetzt da noch hängt. Das kann natürlich auch die Antworten sein von vor 3 Minuten. Schreibt's einmal alle in den Chat hinein. Gackiwurst und Bisi-Strahl. Los. Da schreibt einer Gackiwurst. Gackiwurst und Bisi-Strahl. Ja! Easy. Keine Ahnung, was jetzt wieder war. Alles ist kaputt. Du Spiel laden, weiter geht's. Denken wir schon die ganze Zeit, was labern die Leute von irgendwelchen Haarfarben. Das haben wir vor 20 Minuten gemacht. Seid ihr besoffen? Passt, haben wir schon wieder da. So, jetzt ist die Frage, muss ich mir auf, was mir gerade so auffällt, ist, bei so Wacht, mein Gott, wo hab ich das wieder hingezogen? Weiß kein Mensch. Oh. Nein, muss ich so mal. So mal. Seit wann spiegelt denn das nicht mehr? Seit wann spiegelt denn das nicht mehr? Mein Gott, OBS, was ist mit dir? Oh Gott! Ich muss mich einfach klären. Ich tue mich da her, leg's mir am Arsch jetzt. Ich mag nicht da aus der Ding ausschauen. Was ist denn das? Das ist so völlig behindert. Ich flippe aus. Alles im Arsch. Alles im Arsch.
Alles im Arsch, ich bleib da jetzt sitzen und ist mir wurscht. So. Jetzt habe ich wieder keine Musik nicht da. Warum habe ich jetzt keine Musik nicht da? Audio. Gib Musik. Kim? Holen Sie sich einen Soundtrack. Wo denn? Auf Steam? Nein. Ich mag nicht mehr. Es ist einfach alles kaputt ein. So, Play! Wo kriegen wir jetzt das Tutorial wieder her? Tutorial wo? Datenoverleer, E-Mail, wo? Sozial, wo? Was ist denn heute? Kann man nicht einen Buchmann Blödschmerz? Oder ich weiß auch nicht. Tutorial links oben ist kein Tutorial. Ich sehe links oben kein Tutorial. Wo? Birger Zoom. Was Zoom? Ich hab gezoomt da. Handfliesen am Boden. Hey, das ist alles kaputt. Ich weiß auch nicht. Tu mir jetzt da umfahren. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ich kann Musik gehen, auch nicht mehr. Never go full retard. Ist schon spät. Geil, bin für Sie. Boys, klar, kurz eingeschaltet und feststellen, dass mein Birger noch ganz normal im Mann sind, aber es passt, weitermachen. Bin dabei. Merci dir. Wo ist Tutorial? Er hat es sogar noch gesagt, wo man Screenshot melden. Ich melde den Screenshot. E-Mail, alles kaputt. Ausrufezeichen senden. Gib mir eine gültige E-Mail-Adresse ein und lasse das Feld leer. Kriegt dann wirklich jemand eine E-Mail? Bau halt dein Setup um. Was für Setup? Menü-Sounds sind da, das ist gut, aber Musik haben wir keine. Was wir jetzt der haben wir noch einmal, starten wir das Spiel noch schnell rein. Einmal starten wir jetzt das Spiel noch schnell rein, weil vielleicht geht's dann. Und wenn es da nicht geht, dann leg mir am Arsch! Hallo? Da hab ich doch eine Muse jetzt. Ja, hergottselig. Spiel Laden. Tu es. Laden. In den Laden. Und dann ist wieder weg! Warum dürfen die in dem Sprecher Musik haben? Himmelfordere! Da muss ich einfach meine eigene. So, ist schon da. Jetzt hier Musik? Ich hoffe. So, nochmal von vorn. Tutorial wo? Ich weiß nicht, was Tutorial ist. Ich weiß nicht, wo das Tutorial ist. Give me Tutorial. Wenn ich jetzt ein kleines Tutorial finde, dann der mal irgendwas anderes. Gnadenlos. Einfach irgendwas anderes und das Spiel wird zurückgehen, weil es geht mir jetzt schon auf den Sack. Du kannst das Tutorial jederzeit neu starten. Ja, wo? Geh eine Etage höher, leck mich. Aufgaben. Montagelinien, Raumgruppen, Raum, Decken, Befestigung, Wände ein ausblenden. Aber Tutorial. Rechts und da. Na, da Einstellungen. Optionen. Oder da. Da rechts und. Na, wo? Okay, weißt du was? Weißt du was? Das machen wir ganz einfach. Für was haben wir Umfragetool? Das wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Aber egal. Achtung. Ganz was anderes. Folgende Umfrage wird getätigt. Ihr könnt's abstimmen. Umfrage. ... Option A. Software Inc. weiterspielen. Option B. Battle Brothers. Option C. ChatGPT, Dungeons und Dragons. 3, 2, 1. Umfrage starten. Wo ist denn jetzt die Umfrage? Warum wird's denn jetzt nicht mehr angezeigt? Möchtest mich du nur noch verarschen? Es geht einfach gar nichts mehr. Wo wird die Umfrage? Warum wird die jetzt nicht mehr angezeigt? Ich fahr jetzt dann einfach aus dem Bett raus, rauche eine und dann komme ich wieder. Währenddessen zeige ich euch irgendein Video und dann... Ja, es ist sehr eindeutig. Also nochmal, ich lese euch einfach vor. Es wird nämlich aus unerklärlichen Gründen wird das jetzt auch nicht mehr angezeigt, weil es ist eh wurscht. Ihr könnt es jetzt nicht einschreiben. Ausrufezeichen Vote. Leer, 1, 2 oder 3. Okay? 1 ist, wir spielen mal Software Inc. weiter.
2 ist, wir spielen mal Battle Brothers weiter, da sprengen ich möchte vielleicht Köpfe spalten. 3, wir schauen uns einfach wieder ChatGPT an und versuchen mal Dungeons and Dragons zum Spielen. Mit Würfeln. Na? Ab in den Chat, Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen, 1, 2 oder 3. Nochmal, 1, Software Inc. weiterspielen, 2, Battle Brothers spielen, an dem Spielstand, wo wir letzte Woche aufgehört haben. 3, wir spielen mit ChatGPT oder probieren wir irgendwas mit ChatGPT. Aber probieren wir mal Dungeons and Dragons zum Spielen, weil es mich einfach interessiert, ob es geht. ChatGPT ist gnadenlos überfordert aktuell. Das habe ich am Montag schon ein paar Mal gesagt, da drückst du 3-mal F5 und dann bist du drin. So, wir haben 283 Votes, wir hören auf bei 300 Votes, wenn wir so viel zusammenkriegen. Auf geht's, da werden wir jetzt einmal in der Stunde 17 Leute erwischen, die jetzt da Ausrufezeichen Vote 1, 2 oder 3 einschreiben können. Nochmal, weil schon wieder Leute sagen ohne Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, Vote mit V, V, O, T, E, Leerzeichen, 1, 2 oder 3. Hogwarts Legacy kommt am Montag. Da darf ich übrigens raten, zuzuschauen. So, 307 Abstimmungen. 55%. Machen wir es umdrehen. 13% sind für Softwaring. So, machen wir sofort zu. Mach den Scheißdreck zu, weil ich ausflippe. Muss ich vielleicht mal Offstream spielen. 14% Software Inc. 31% Battle Brothers. 55% ChatGPT. Ist schon ausgeschmerzt da. So. Dann. Da die Song. Was? Verify you are who? Oh, hat's ein Update gegeben? Nö. Also ich bin instant drin. Muss bloß noch schauen, ob es auch anständig funktioniert. Dann zeige ich euch einmal kurz, was ich gestern noch gemacht habe. Also, Umfrage ist beendet. Es tut mir wirklich leid, heute ist alles broken. Ich habe eine Kleinigkeit umgestellt, ja, aber die hat weder was mit Soundquellen zum tun noch irgendwas. Ich habe einfach eine Szene hinzugefügt. Das ist einfach fucking alles. Keine neuen Geräte, kein gar nichts. Ich weiß nicht, was da los ist. Was sagt das LKW-Fahrer Bin Laden? So, jetzt pass auf. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht irgendwie irgendwas anzeige, was keine Sau nichts angeht, aber ich glaube, da ist nichts. Passt schon. Oh. Machen wir so? Vielleicht? Ja. Das ist mittelmäßig gut. Warte mal. Das müssen wir. Ja, hilft nicht. Hilft nicht! Muss ich schnell zusammenbauen, ist nicht mehr da. Fensteraufnahme, okay. ChatGPT, okay. Machen wir so. Machen wir zuschneiden Pad, ja. Machen wir so. Machen wir so. Und machen wir so. Machen wir so. Und dann singen wir was. Dann muss ich noch irgendwie ins Bett rein. Ja, passt ganz gut. Wunderschön. Wunderschön. Machen wir das machen wir weg. Mein Gott. Heute ist der Wurm drin, Leute. Heute ist das Würmchen drin. Bin da. Machen wir ein bisschen kleiner. So. Alte 4 öffnet Tutorial. Ach so, Herr Schreiner. Ach so. Ich glaube, da mit der Nummer habe ich schon Leute verarscht. Da warst du nur in Abrahams Wurstkessel. Aber egal. So. Jetzt nochmal letzter Punkt. Noch einmal ab in den Chat. Jeder ein Hallo. Und ich möchte wissen, wie lange das Verzögerung ist. Ich möchte wissen, ob der Chat geht. Hängt jetzt der Chat schon wieder hinten noch wie behindert, oder was? Alter, was soll ich denn dann da, was machen die in Livestream? Leute, ohne Scheiß, ich flippe aus. Da schreiben jetzt noch Leute Battle Brothers. Da schreiben jetzt noch Leute Busenbude.
Ich weiß nicht, was wir da sollen. Da wird ja der Chat nicht mehr angezeigt. Irgendwas ist komplett kaputt, Alter. Ja, Sniper Sepp, merci für deine Donation. Ich hoffe, du kriegst das live mit. Ich habe keine Ahnung, ob ihr auch eine Verzögerung habt. Ich weiß nicht, was hier. Irgendwas ist broken. Der Chat ist hier. Der wird da nicht mehr angezeigt. Der hängt da hinten, hängt danach, wird Sau. Kann ich da irgendwie Nylon? Ich kann gar nicht. So. Es gibt jetzt genau eine einzige Möglichkeit, die wir haben. Und zwar machen wir einen YouTube-Chat separat auf und wir machen einen Twitch-Chat separat auf und wir machen einen Blade-Schmerz. Weil nichts funktioniert, Alter. Nothing. Stream nein more. Das bringt auch nichts. Außerdem gehe ich jetzt nicht das Risiko ein, dass er mir 100.000 Events erstellt auf YouTube und dann habe ich 25.000 neue Videos online. Nein, das der wir nicht. Du hast gesagt, hallo, schreib, und bei mir haben alle Hallo geschrieben, als wenn, dann hängt es bei dir. Ja, es ist mein Restream-Chat wahrscheinlich. Der hinkt. Da voten bei mir jetzt Leute noch. Ich sehe einen Chat, den nativen YouTube-Chat, den sehe ich auch. So, jetzt gehen wir mal auf Twitch. Dann müssen wir einen Blättschmerz machen, oder was weiß ich, was wir machen. Da klappen wir den Chat, wir können den Twitch-Chat ausklappen. Kann man den nicht irgendwie ausklappen? Den kann man doch irgendwie ausklappen, oder? Mod-Symbole anzeigen, das ist mir alles wurscht. Chat leeren. Wir kommen den ausklappen, ich bin narrisch, oder? Das ist ja mal sauber ins Höschen gegangen. Ist der Chat auf einmal wieder da? Ich mag nicht mehr. Jetzt fangen dort Leute Hallo schreiben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist on point, meine Herren. So. YouTube-Chat, Chat in neuem Fenster öffnen. Das machen wir jetzt so. Das machen wir so. Kann ich den größer machen? Ja, kann ich. Dann gehen wir da auf Twitch. Wir können da den Chat ausklappen. Ich weiß es nicht. Dann können wir uns wenigstens unterhalten. Dann machen wir einen Blättschmerz draus. Es hilft ja sowieso, was soll ich sonst machen? Wenn ich keinen Chat nicht da habe, was soll ich dann umeinander streamen? Da brauche ich keinen Stream nicht, Alter. Wie kann ich den scheiß Twitch-Chat auskappen? Dieses Drecks-Hurensohn-Scheiß-Seitenklump! Ja, Livestream melden, weil ich mein eigener Livestream melde, du Mongo, du Fotzengrober. Wie flip aus? Was ist das keiner auf Twitch? Wo sind die Twitch-Pro-Gamer? Wo geht denn das? Zahnrad, Pop-Out erstellen. Zahnrad! Pop-Out-Chat! Ja, herzlichen Glückwunsch, fucking finally! So, jetzt mache ich da einen YouTube-Chat hin. Spitzenklasse. Und da machen wir einen Twitch-Chat hin. Spitzenklasse. Mein Kruzifix, Alter, ich raus da aus mit der Dreckshuren-Scheiße. Ich finde das so interessant, dass einfach gar nichts geht. Achtung, Blättschmerz, die letzte Nachricht, Köpfe abhauen in BB. LS spielen. Bist jetzt da? 1997. Birger, hab die letztens erst entdeckt und muss sagen, weiter so. Das ist natürlich toll, wenn wir mit neuen Zuschauern haben und weiß gleich mal, was geschlagen hat. Hier geht nichts. Alles ist kaputt. Wir sehen und hören die, das ist doch schon mal was. Top. Geil, das habe ich nicht gewusst, Springi. So, da ist jetzt der Chat gezeigt, der ist von irgendwann. Der Steve gibt's nicht, bepisst sich gerade verloren. Hätte ich fast hergespielt. Windows 11 installieren. Sonst weiß ich nicht. Ja, Freunde der Sonne. Damit ist das Thema Software leider für heute gelaufen. Es ist jetzt 9 Uhr. Wir werden jetzt noch eine Stunde Blättschmerz machen. Was hält man da davon? Was halten Sie da davon? Ist das in Ordnung? Mit mehreren kann ich leider Gottes nicht dienen, weil ich weder einen Chat lesen kann noch irgendwas. Und die 2 Chatfenster kriege ich jetzt nicht da um, ohne dass ich gar nichts mehr sehe da. Titel ändern, Birger. Ach, interessiert mich ein Scheißdreck, was da für ein scheiß Titel drin steht.
Und wenn da Twitch anfängt zum Umeinanderfacken, das ist aber nicht Software, dann sage ich, das Battle hinter mir ist Software, halt dein dummes Maul. Und wenn es dann immer noch umeinander dann sage ich, gut, dann stream halt bloß noch auf YouTube. Fresse halten, tschüss dann. So! Der Frankie Track hat zum ersten Mal was der Twitch-Chat da ist für super tolle Markierungen hat, das sehe ich zum ersten Mal. Zum ersten Mal, der Frankie Track schreibt, so, da haben wir was. Ja, da haben wir was. Schleudern zum Beispiel. Hey, Schleudern gemeinsam mit Birger. Wann geht Hogwarts los? Also, wer sich die Deluxe Edition von Hogwarts Legacy vorbestellt hat, der kann heute schon das Spiel noch fangen. Hätten wir mal lieber das da. Tja, oft einmal da hast du Pech. Hogwarts Legacy kommt am Montag, 20 Uhr und ich kann jedem nur empfehlen, einzuschalten. Mehr sag ich jetzt nicht. Birger, eine Frage habe ich. Freust du auf Sons of the Forest? Soll am 23. rauskommen? Ja, freue ich mich. Werden wir auch streamen. Ich weiß nicht, ob wir sofort streamen, weil das ist was... Da glaube ich, muss man nicht sofort zum Start dabei sein. Aber da kommen andere Spiele auch raus. Nämlich Resident Evil 4 Remake und The Last of Us kommt jetzt dann endlich bald einmal für den PC. Fucking finally. Und überhaupt und sowieso. Chat funktioniert wieder gescheit. Was? Chat funktioniert da? Wird der Wahnsinn. Adam, wir wollen. Aber echt? Tatsächlich. Ja, der Chat funktioniert. Ja, aber. Also. Der Chat, der da angezeigt wird, ist ein anderer, der mir neben meinem OBS da angezeigt wird. Und der hängt irgendwo, da kommt jetzt vom Sven 1978, ist die letzte Nachricht gerade, einer gekommen, Ausrufezeichen Vote 2. Ja, brauchen wir nicht weiterschmerzen. Ich habe jetzt da meinen YouTube-Chat auf und dann Twitch-Chat auf und aus! Okay? Und auf das einigen wir uns jetzt. Birger hat so 5 Chats auf. Ja! Und der ist verzögert, der ist richtig. Ich meine, den kann ich nicht lesen, da kann ich bloß drauf deuten, aber der ist so winzig, oder, den kann ich nicht lesen. Mal ein Skyrim Let's Play hat noch keiner gemacht. Ja, und wenn ich mit dem fertig bin, mache ich ein Minecraft Let's Play. Und dann mache ich GTA 5 Roleplay und ja. So. Birger, saufst du? Schau mal auf die Zeit vor den Nachrichten. Alex, saufst du? Was für... Da waren gerade, ich sauf nicht, da haben gemischte Chat-Nachrichten drin. Ganz einfach. Der Far hat gerade Fortnite geschrieben. Da. Chat auf Twitch müsste wieder synchron sein. 2057. Da! Das ist live! Und die anderen, ich war uralt. Also mischt er da einfach alte und neue Nachrichten jetzt zusammen, oder was? Ja, herzlichen Glückwunsch, Restream, ganz große Nummer. Gibt's einen großen Applaus von mir. Geht's da nur mir so oder geht das Audio am Video ein bisschen vor? Das weiß ich nicht. Chat auf Twitch passt. Eigentlich alles okay. Es ist jetzt 20:58 Uhr, das ist richtig. Wird schon passen. So, ich lese jetzt bloß noch da einen Chat und ich reagiere jetzt auf einen Chat und der korrekt ist. Und was da neben mir steht, das sollen sich die Leute dann selber ausdenken, das ist mir wurscht. So, wir schauen mal aus. Erstmal Servus. Kannst du mir ein paar Tipps zum Preisen rasieren geben? Ja, einfach drauf zulaufen und zuhauen. Twitch-Chat passt. Reagieren. Oh Gott, ich habe reagieren gesagt. Ja, das ist. Aber auf den Chat reagieren macht mehr Sinn wie. Ja, ich mache jetzt nur eine Reaktion auf ein Video. Du Vollmongo, kommentierst halt dann. Chat auf YouTube geht auch wieder normal. Das glaube ich nicht. So, jetzt passen wir auf. Geht's da noch mir so? Das haben wir schon. So, kann man uns schmeißt mein Thema her, über das wir uns unterhalten. Los geht's. Und ich rauche dabei. Was wollt ihr schon immer mal wissen? Was wollt ihr schon immer mal da? Was wollt ihr schon immer mal, ich weiß nicht, jetzt gibt's einen Privat-Podcast. Hi, wann spielst du Uncharted? Das ist eine unfassbar gute Frage, wahrscheinlich nicht so schnell. Gibt's das für den PC? Mittlerweile schon, gell? Weiß ich noch nicht. Was rauchst du eigentlich? Da mag ich eigentlich ungern drüber reden, weil ich bloß wieder irgendwelche Leute dazu inspiriert, zum Dampfen noch zu empfangen. LAN-Party habe ich heute abgesagt. Das ist nicht gelogen im Übrigen. Den Termin für die LAN-Party habe ich halt leider Gottes abgesagt. Habe ich schon ein paar Mal jetzt erklärt, warum. Weil einfach die Schlafsituation und das einfach Bullshit ist. Sagen wir es, wie es ist. Das daten sie wahrscheinlich, sehr viele Leute daten sie das an, dass irgendwie im Auto schlafen oder sonst irgendwas, aber ist das wirklich geil? Nein, ist nicht. Mach ich gern Sachen, die nicht so wirklich geil sind oder ich nicht so geil finde?
Nö. Darum, schlechte Nachricht natürlich, mir passt es auch nicht, ich hätte es gern gemacht. Mittlerweile sind wir aber auch nicht mehr, wenn uns da eine andere Lösung einfallen sollte. Okay? Es dazu eine halbscharige Lösung kann es geben mit der Dreifachturnhalle. Bei uns in Landau. Aber da kommen wir halt, da muss ich wieder dann brauche ich 2 Orte, wo Security umeinander rennt. Dann brauche ich, jetzt ist mein Chat auf der Seite einfach weiß geworden und ganz weg. Weil weißt du was, du kannst Restream-Chat, ich mache jetzt dazu, leck mich am Sack. Und dann kostet das Ticket gleich nochmal 40% mehr, weil es eins der teuersten Sachen nun mal die Security ist, die da 24/7 umeinander geht. Und. Und dann habe ich mich schweren Herzens natürlich entschlossen, das lassen wir. Das lassen wir. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Mir gefällt es auch nicht. Mir gefällt es überhaupt nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Biergate Dampf seit 2008. Herzlichen Glückwunsch. An was für eine Walmer-Figur pinselst du gerade dran? An gerade tatsächlich gar keine. Weil ich gerade mit anderen Dingen zumindest bis mindestens nächste Woche oder übernächste Woche beschäftigt bin. Was das ist, sagt nächste Woche. Und dann konzentriere ich mich vielleicht mal wieder auf Dinge, die mit dem hier nichts zu tun haben. Vielleicht sollte ich mich aber gar nicht so darauf konzentrieren, weil wie Sie sehen, es ist alles kaputt. Also, welches Modell ist dein Mikro? Also, Marke, das ist eine gute Frage. Ein Shure MK7 USB. Birger, ist plötzlich eine Anspielung von Witcher? Sicherlich. Was hast denn du gemeint? Der Sepseil schreibt, bist du zukunftsorientiert und machst einen Mini-Birger mit der Birgerin? Nein, mein Kind soll doch auch mit vernünftigem Entertainment aufwachsen. Ich will keine Kinder. Ich hasse Kinder. Ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich hasse Kinder schon so ein bisschen. Wenn irgendwas an mir anschreit, kriege ich einen Vogel, Alter. Außer ich darf das. Darum werde ich den Teufel tun und ein Kind in diesen scheiß kaputten Drecksplaneten setzen. Okay? Das darf ich ihm gern der Sporn im kleinen Bürger. So! Was hältst du von Tschernobylite? Kann ich nicht versagen, habe ich noch nicht gespielt. Steht schon lange auf der Liste. Irgendwann vielleicht einmal. Der Fuchs da schreibt, Respekt vor deine Erklärung von Fotografiefunktion. Es ist, ich hab's gesagt, erst einmal nochmal merci für das tolle Feedback zu dem Video am Wochenende. Sowas mache ich normalerweise nicht. Wenn da Fotografen mit Ahnung zuschauen, und ich weiß, wir haben Fotografen mit Ahnung da herin, die haben wahrscheinlich 28 Schlaganfälle gekriegt, wie ich auf 3 Sätze erklärt habe, was ISO, Blende und Belichtungszeit machen. Aber... Und die fangen, ich habe auch tonnenweise Nachrichten gekriegt, oh ja, du musst so das machen und auf das musst du aufpassen und das kann man auch noch mal. Das ist alles sehr nett und ich weiß, es ist sehr nett gemeint, aber ich sag's jetzt einfach, ich sag's immer schon sehr direkt, es ist mir scheißegal, lasst's mich in Ruhe. Es geht darum, dass ich es selber herausfinde und diese ganzen Zusatz-Todes-Grassomaten-Funktionen braucht ein normaler Mensch einfach nicht. Ja, für mein Pimpelschau, ich möchte Plastikmanschgal fotografieren und nicht, weiß ich nicht, Fotosessions verkaufen irgendwann in 5 Jahren. Ja. Und für das, dass mit absoluter Ahnungslosigkeit diese Battle gemacht sind es für meine Verhältnisse richtig gut. Speziwirtschaft Livestream. Das ist ein guter Punkt. Da kann ich jetzt so nicht so richtig... Speziwirtschaft kriegt ein kleines Problem die nächsten Wochen, weil einer von uns 3 nicht da ist. Wir haben diese Woche schwerst dabei, ein bisschen vorzuproduzieren, wenn man so will, oder vorab aufzunehmen. Und dann hoffe ich, geht das ganze Projekt nicht in die Hosen. Das ist mitunter übrigens auch so ein bisschen ein Grund, warum ich so ungern mit anderen Leuten was mache. Weil ich mich immer auf irgendwas verlassen muss und irgendwann scheißt irgendjemand rein. Ist einfach so. Kann passieren, dass eine Folge ausbleibt in den nächsten Wochen mal. Kann passieren. Am Sonntag kommt eine Folge auf alle Fälle. Übernächsten Sonntag kommt auf alle Fälle auch eine Folge. Ab dann wird es interessant. Aber da reden wir dann nochmal. Schauen wir mal. So. Ja, was wir dann, ich mag auf alle Fälle keine Folge mehr zu zweit aufnehmen. Das ist einfach eine Themaverfehlung. Das ist einfach nicht das, was ich mir unter dem Podcast vorgestellt habe. Wer den Podcast noch nicht kennt, Achtung, jetzt muss ich 2 mehr reinschreiben, oder? Podcast, ich habe einen Podcast, der heißt Speziwirtschaft. Da kommt eine Folge jeden
jeden zweiten Sonntag auf YouTube, inklusive Video in einem extra Kanal. Der soll jetzt da bei euch im Chat erscheinen. Abo da lassen, wo ihr das seht. Das erscheint nicht mehr auf meinem Kanal, sondern nur noch auf diesem Kanal. Wir haben uns einfach dazu entschieden, das zu trennen. Das tut mein Hauptkanal ganz gut. Außerdem ist es mal wieder sehr schön zu sehen bei 0 Uhr zum Fangen. Ja, oder so gut. Wir haben natürlich einen Kickstart durch euch. Wenn ihr euch da dabei ist und sagt, hey, machst du ein Abo, dann werden das halt ein paar. Und die es halt auch wirklich interessiert. Und ja. Kommt Bürgerin mal wieder in Stream? Ja, irgendwann schon. Aber nicht so schnell wahrscheinlich. Was für Teile verbaust du in neuer PC oder was hast du geplant? Mei, das Einzige, was da richtig relevant ist zum Wissen, ist wahrscheinlich Grafikkarten. Selbstverständlich wird es eine 480 oder 90. Ich hab mir sogar schon grob zusammengebaut, um mal grob zu schauen, was er kostet. Und ich habe also ein bisschen das Gefühl, ich glaube, kannst du hingehen, heute vor 4 Jahren habe ich mir den Rechner gekauft. Aufgrund von. Wir haben Resident Evil 2 gespielt. Und bin da mit 40 Frames umeinander gelaufen. Da habe ich gespannt während dem Stream. Jetzt muss einfach ein neuer PC her. Das ist jetzt einfach so. Außerdem schauen nicht mehr 5 Leute zu, sondern halt, wie viele Leute sind wir jetzt eigentlich? Ich sehe es nicht. Ich sehe, wie viele Leute sind wir. Wir sind machen wir das einmal, mach halt das klar. Bürger, mach halt das klar. Wir sind 700, 800 auf YouTube, wir sind auf Twitch so 250, 300. Das ist einfach, wie soll ich sagen, da renne ich nicht mehr umeinander und katzelt jetzt da umeinander und ob ich mir jetzt ein 480er oder ein 490er kaufe. Ja, da wird nicht mehr lange umeinander geschissen. Irgendwo müssen auch eine Donation sein. Hallo? Da wird nicht mehr rumgeschissen. Außerdem mache ich dann meinen alten PC zum Streaming-Rechner und dann möchte ich zum Beispiel Warzone einfach mit meinem voll leistungsfähigen Rechner streamen können. Und nicht sobald ich einen Stream einschalte, renne ich dann mit Frame-Drops und mit 60 Frames umeinander, da kriege ich Hauenkrebs. Entschuldigung, für das bin ich der Master Race gejoint. Für das bin ich PC-Spieler geworden und kein Konsolenspieler mehr. Seit 20 Jahren. Weil ich einfach gerne ein flüssiges Bild hätte und bei 60 Frames einen Schlaganfall krieg. Okay? So. Wann gibt's wieder Caps? Die Frage kommt doch öfter, als ich dachte. Ich kann's euch noch nicht sagen. Es wird schon noch ein paar Wochen dauern. Registriert euch unter meinem Link. Ja. So, da kommt ihr auf eine Seite, die heißt bürgerwehr.de/cap. Können wir ja jetzt kurz einmal drüber schmerzen. Jetzt haben wir ja Zeit zum Schmerzen. Viele von euch haben schon eine Kappe, die meisten wahrscheinlich, aber einige brauchen immer noch eins. Wenn du wirklich, bitte auch nur wirklich registrieren, wenn du wirklich nur so eine Kappe brauchst, weil das für mich so ein bisschen der Indikator ist, wie viel ich machen lassen muss. Okay? Ungefähr grob. Und auf was ich mich ungefähr einstellen muss, mit was zum Verschicken ist und blablabla. Es gibt wieder Autogrammkarten dazu, beziehungsweise einen Vollbioscope-Mitgliedsausweis und eben das Kappe. Ist egal. Das Ding wird genauso wie vorher auch. Außer die Preise haben sie irgendwie geändert. Das weiß ich jetzt noch nicht. Kann ja alles passieren, hat ja Spreadshirt auch gemacht. Kostet 40 € das Ding. Ist ganz normaler Preis, da brauchen wir jetzt auch nicht lange rundum schmerzen. So. Da kannst du deine E-Mail-Adresse da lassen. Wenn das Kappe online geht, kriegst du von mir als allererster eine E-Mail. Da steht drin, hey, Kappe ist da Link. Mehr steht da nicht drin. Die kommt von mir persönlich. Ja? Ich gebe der E-Mail nicht weiter. Ich gebe die nicht an Barbarian Caps weiter. Ich gebe fucking nothing. Das mache ich. Wenn ich die eine E-Mail ausgeschickt habe, dann lösche ich deine E-Mail. Ich mag weder deinen Namen, das interessiert mich alles ein Scheißdreck. Das ist einfach nur, wo du wirst kontaktiert. Per E-Mail, dann ist das Kapi online und ihr habt, weiß ich nicht, den ganzen Vormittag bis Nachmittag ungefähr Zeit, wer uns haben will, bevor es wieder vielleicht ausverkauft sind. Dann fange ich an, öffentlich Werbung zu machen. Das heißt, Discord-Post, Instagram-Post, Story-Post, Facebook-Post, YouTube-Video kurz geht online und so weiter. Der Jodelmarkt schreibt, wieder nur PayPal. Ja, wieder nur PayPal, weil ich mir nicht antue, irgendwelche Banküberweisungen und sonst irgendeinen Scheiß zum Kontrollieren. PayPal ist das Einfachste, ist das Sicherste für mich, aber auch für euch und überhaupt. Darum, it's easy as fuck, holt euch ein scheiß PayPal-Konto. Wer keins hat, fragt seinen Spezi oder wie auch immer das ist, macht's. Das ist, wie gesagt, das sind lauter einmalige Sachen. Ich mach das, wann haben wir die letzten Kappe ausgeschickt? Wann waren die letzten Kappe? Im Oktober. Wann waren? Ich weiß nicht mehr. Ist eh wurscht.
das ist eine einmalige Sache. Wenn das ein dauerhaftes Geschichtchen wäre, ja, dass dieser Online-Shop immer da ist, immer online ist, dass ich vielleicht auch meine Merch-Sachen selber verschicke und so. Das wird nie passieren, weil ich, wann soll ich das noch machen? Und außerdem habe ich keinen Bock nicht. Da bin ich, eher habe ich noch keinen Bock nicht, als wann soll ich denn das noch machen? Das darf schon irgendwie gehen, aber ich will halt nicht. Bin ich lebensmüde. Dann müsste ich schauen, dass alles passt. Ja, es soll ja jeder möglichst gut zahlen können und der ganze Mist ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber für diese einmalige Geschichte, bis jetzt ist auf meiner Seite zumindest noch nie an der Zahlungsart gelegen, dass die Kappe nicht weitergingen. Darum bleibt es bei PayPal. Okay? So. Was soll ich noch alles da? Ja? So, wieder da. Wird nicht gespielt. Nein, Pointify, heute ist alles kaputt. Sound kaputt, Spiel kaputt, Chat kaputt. Ich habe jetzt da 2 Chatfenster offen, da lese ich es hoffentlich einigermaßen live. Ich hoffe schon. Ich zahle auch 60 fürs Cap. Und wenn es ein 100er kostet, ist mir wurscht. Ich will jetzt Das ist übrigens was, sicher nicht, werdet euch wundern, wie viel sicher nicht Angebote ich hintum mich per PN kriege. Oh, Alter, ich gebe da einen 100er fürs Kappi. Nicht eins habe ich ausgeschickt. Okay? Nicht ein einziges. Nicht ein einziges. Und ihr könnt mir gerne weiterhin PNs schicken. Hey, ich zahle dir sogar 1000 Euro, du kriegst keins. Ich muss. Da schreiben wir am Kubala-Sepp. Dem muss ich noch nicht einmal eine Kappe schicken für den 1000. So weit, wenn es einmal kommt, dass ich sicher die Sachen ernst meine und gespannt nicht mehr, dann sagt es mir bitte. Hartmann! Wie schaut's denn aus mit Kerbal Space Program? Das ist eine gute Frage, da warte ich immer nur aufs 2er. Merci dir. Alex, übrigens, merci für den 5er. Vote 3, so oder? Fragezeichen, Fragezeichen. Da habe ich jetzt kurz gebraucht. Das ist aber auch schon wieder eine halbe Stunde her wahrscheinlich. Wahrscheinlich hängen Donations auch noch. Ich weiß nicht. Wer hat eigentlich The Last of Us auch gespielt? Mr. Wims Gargamel. Sofort. Wenn das für den PC endlich da ist, dann habe ich es 10 Jahre ausgesessen. Am Montag drauf fangen wir mich um mit The Last of Us. Was schmierst du dir so rein in dein Bad? Zum Beispiel Öl oder Su? Ich weiß nicht, was Su ist, Mr. Mess. Ich schmier mir ganz extremst selten an Apps im Bord, aber ich hab so ein Badöl, das ein bisschen nach was riecht, das keine Ahnung. Das hat mir ein Kumpel zum Geburtstag geschenkt vor Ewigkeiten. Das nehme ich ganz extrem selten her. Ich weiß nicht einmal, was drin ist. Ich sag das, wie es ist. Riecht halt gut, ja, aber das tue ich nie rein. Ich tue den, der duscht mit, der kriegt ein wenig ein Shampoo vom Kopf ab, so, und dann ist gut. Ein bisschen Dreck eingeschmiert, weißt du das eh? Ja, sicherlich, was da denn sonst? Das ist natürlich nicht mein Dialekt. Was für Dialekt? Wie ist der aktuelle Stand zu deinem neuen Lied? Immer noch nicht weitergemacht. Immer. Ich habe jetzt die ganze letzte Woche nichts anderes da, wie das Video für den Sonntag gemacht. Diese ganze Woche sitze ich eigentlich fast schon wieder jede freie Minute da und bereite nächste Woche vor. Mehr sage ich jetzt nicht. Und dann schauen wir weiter. Ich habe halt momentan einfach keinen Bock nicht auf Musik machen. Das habe ich übrigens auch zu den Los Brutalos gesagt. Da kann man ja drüber schmatzen, warum nicht. Ich habe einfach keinen Bock momentan auf Musik machen. Und da geht noch viel weniger als Videos machen oder irgendwie Content machen, wenn du keinen Bock nicht hast. Jetzt ist der Ton da. Was für Ton? Toronto ist jetzt da. Was schreibt's hier? Wichtig, bei Dungeons & Dragons vorher würfeln, danach gibt der KI Bescheid, sie soll die 6 Optionen situationsbedingt geben. Anders geht es leider nicht. Ich glaube, ich hab's schon verstanden. Was nächste Woche? Ich darf auf alle Fälle jeden raten, am Montag im Stream zu sein. Mehr sage ich jetzt nicht. Die meinen den Ton vom Spiel. Ja, der läuft schon die ganze Zeit im Hintergrund. Das kann schon mal kurz sein, dass der kurz mehr ausgeht. Das ist irgendwie, das ist der ganze Soundtrack eine Stunde lang, der im Hintergrund ganz leise läuft. Irgendein Gerichte, welches du nimmer sehen kannst. Bei mir Pizza. Na, wisst ihr jetzt nicht, da mir auf Anhieb nichts einfallen, was ich nimmer essen kann, weil ich es schon zu oft gegessen habe. Bürgerin dabei beim Stream am Montag? Nein. Herr Budak, der Bürger, was hältst du davon, Resi 4 zu spielen, bevor das Remake rauskommt als Vergleich? Na, auf keinen Fall. Ich bin ein riesengroßer Resident Evil Fan, deswegen hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch an, dass ich sagen muss, Resident Evil ist das einzige Resident Evil, das ich nie gespielt habe. Warum? Weil ganz ehrlich, der Genre oder der Stilbruch von Resident Evil 1 bis 3 auf Resident Evil 4, dass auf einmal das super coole Leon nur noch umeinander steuert und
Stirn nur noch per Roundhouse-Kick aufmachen kann, das hat mir damals so krass nicht getaugt, dass ich gesagt habe, Alter, fuck you. Habe ich keinen Bock drauf. Will ich nicht. Und ich mag mir jetzt ehrlich gesagt das Remake nicht vorspoilern mit dem 20-jährigen Scheißschinken von Resident Evil 4. Das mag vielleicht immer nur ein gutes Spiel sein. Ja, ich kenne das sehr wohl. Da liegt aber sehr viel Nostalgie in der Luft. Weil wenn du das Spiel heute einmal anschaust, dann zerreißt es in der Luft, wie schlecht Resident Evil 4 ist. Okay? Genauso wie Resident Evil 1 in der Luft zerreißen kann, das 2er und das 3er, die sind steinalte Spiele, das funktioniert halt nicht mehr. Deswegen hoffe ich, ja, wenn es Remake wird, wie das 2er und 3er Remake, auf das hoffe ich halt, dass so viel Remake drin ist, dass es sich halt wie ein modernes Spiel anfühlt. Das war halt wichtig. Weil ganz ehrlich, wenn ich in Resident Evil rumlaufe und irgendwelche Kutten tragenden Mönchtypen umballert, irgendwo unter... Natürlich habe ich mal im Laufe der 20 Jahre Videos und Reviews darüber gesehen, ja. Deswegen weiß ich ein paar Sachen. Und man läuft dann unterm Schloss in Lava umeinander und so ein Mist. Da bin ich, na. Gelbe für Sepp, ernst meine Frage, ist dein Mond auch gelb? Wenn nicht, schau mal. Kann leider nicht ausschauen, weil meine Fenster alle zu sind. Mehr so wie ein Euro. Capcom PayPal-Account gerade erstellt und aufgeladen. #Program. Schmidti, da hättest du jetzt nur ein paar Wochen Zeit lassen können, weil es dauert nur eine ganze Zeit, bis die Capin da haben. Mit der ganzen Zeit meine ich mindestens 2 Monate. Sagen wir es einfach, wie es ist. Sie sind nämlich noch nicht bestellt. Darum sage ich euch, registriert euch in dem Ding. Das machen wir jetzt seit 2 Wochen lang. Dass ich das immer wieder sage und dann vielleicht auch mal einen Discord-Post mache und das vielleicht mal auf Facebook und wo ich halt alle meine Pappenheimer so erwische. Ja. Dann dauert das ein bisschen. Was hältst du denn dann von den Resi-Filmen? Boah, Stützerlieb, das ist die nächste gute Frage. Ganz ehrlich, die Resident Evil-Filme sind alle unter aller Kanone beschissen. Und mit alle meine ich alle. Der erträglichste von alle ist noch Extinction. Ich glaube, das ist der 3. Und ein paar Teile vom 2er, das war glaube ich Nemesis, da wo sie halt ein Nemesis aus Resident Evil 3 eingebaut haben, da wo ich einigermaßen eine Referenz zum Spiel erkenne. Ansonsten ist halt Resident Evil, die 6 Filme, glaube ich, sind es. Ja, leck mir am Arsch, den 6. Film habe ich gar nicht geschafft zum Anschauen, weil alle 4 Sekunden ein Jumpcut kommt. Das ist ja unerträglich. Also das ist ja nur noch also leck mir am Arsch, Alter. Leck mir am Arsch, ist das schlecht. So, jetzt muss ich meinen Stuhl da mal ein bisschen auffahren, weil sonst kriege ich ein Vögelchen. Vollgas Rausch! Merci für den Euro! Wie war's denn einmal mit dem Game Alte 4? Das treibt die in Bruch ein. Ja, es gibt ein Spiel, das heißt Alte 4, gell? Was ist denn das gleich wieder? Alt F4, gell? Ist das ein Shooter? Das ist ein Shooter, oder? Ach, das ist das mit diesem Rittertyp. Nein. Ist der aber nicht. So, ich refresh jetzt einmal schon im YouTube-Chat, weil ich glaube, der hängt nämlich auch. Könnt ihr mal Chat in neuem Fenster öffnen? Ja. So. Hier jetzt wieder was? Ich denke schon. Alle auf YouTube, schreibt mal wieder Hallo. Ich mag wissen, wie viele Leute das noch da sind und überhaupt und sowieso sehe ich nämlich schon wieder nicht. 684, 200, 260, irgendwas. Ja, herzlichen Glückwunsch. Irgendwas ist da die ganze Zeit kaputt. So, wie viel Zeit müssen wir nur überbrücken? 40 Minuten. Ich kriege einen Vogel, Alter. Hast du schon mal an irgendeinen Just Cause Teil gespielt? Ja, den allerersten, vor Ewigkeiten irgendwann einmal. Ist ganz witzig, damals war es ganz witzig, aber ich kann nichts mehr anfangen mit diesen Open-World-Dingen, wo man sie aufführen kann. Ja, hallo, ja, funktioniert. Merci, Test bestanden. Ich werde mich am Nachschau-Squad anschließen. Merci dir. Mr. Cube Twister. Ich glaube, der Nachschau-Squad für den Übrigens, Grüße an den Nachschau-Squad. Es tut mir leid, dass alles im Arsch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Nachschau-Squad bis hierhin schaut. Weil ich weiß jetzt auch nicht, was mit dem sitzt da und labert mir irgendeinen Scheiß. Plätschmatz, geht auch. Hast Serienvorschläge?
Ich bin kein so ein großer Serienschauer, ich bin mehr so der Filmeschauer. Aber die beste Serie, die ich jemals gesehen habe, ist wahrscheinlich Breaking Bad. Was habe ich sonst in der Vergangenheit, in kürzerer Vergangenheit, nur irgendwelche Serien geschaut? Nicht wirklich. Ich weiß nicht, ich birg immer so ab der 2., 3. Folge ab. Ich habe Game of Thrones habe ich ganz geschaut, Breaking Bad habe ich ganz geschaut, The Walking Dead habe ich geschaut bis, weiß ich nicht, ich glaube Staffel 9 oder 10, weil es dann nur noch ein Scheißdreck geworden ist. Und ja. Breaking Bad ist so geil, aber schon ewig nicht mehr gesehen. Das wird jetzt dann bald 10 Jahre alt. Glaube ich, oder? Wann war der Ringe der Macht, habe ich mir angeschaut. Ja, das war ganz wichtig. Habe ich mir auch bloß angeschaut, habe ich bloß fertig geschaut, damit ich einigermaßen mitschmerzen kann. Das ist eine dermaßen unterirdische Scheiße, das ist unfassbar. Von welchem Spiel warst du bisher am meisten in deinem Leben enttäuscht? Ah, gute Frage. Software Inc. Breaking Bad ist schon da ist 10 Jahre. Ja, das ist richtig. Ich meine eher, wann Breaking Bad die 5. Staffel fertig geworden ist. Ich glaube, das ist 2013, 14 oder 15 gewesen. Weiß ich nicht mehr. Oh, The Boys habe ich auch geschaut. Ja, ein jüngerer Ding. Die war auch sehr gut. Sehr gut. Sehr gute Serie. Hast du den neuen Breaking Bad Werbespot gesehen? Bin ich mir nicht sicher. Mit Sicherheit bin ich da irgendwann mal drüber gestolpert, ohne es zu registrieren oder mir jetzt da bewusst trotzdem erinnern. Und ich glaube, das enttäuschendste Spiel war in jüngerer Zeit Battlefield 2042. Ja, leck mich am Arsch, war ich da lästig. Hey Birger, machen wir Community M+. Nein, jetzt nicht. Oh, außerdem haben wir ein Ding, oder? Was haben wir die Woche für Affixe? Diese scheiß behinderten Kugeln. Vergiss es, ich spiele die ganze Woche nicht. Ich fürchte, damit ist meine WoW-Karriere für das Add-on wahrscheinlich beendet. Müllerboy! Ich hab Breaking Bad nur kurz geschaut, fand ich nicht gut, genauso Walking Dead. Nein, dann kann ich da nicht helfen. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da drauf sagen soll. Breaking Bad ist mit Abstand die beste Serie, die jemals gemacht worden ist. Game of Thrones ist unfassbar gut, bis zur vorletzten Staffel zumindest. Die letzte Staffel ist absoluter Rotz, der Schluss ist absoluter Rotz und die vorletzte Staffel wird ab der Hälfte absoluter Schmutz. Bis dahin, sehr gute Serie. Wie findest du The Boys? Weltklasse. The Boys hat mir gut gefallen. Das, glaube ich, ist auch die einzige, die jüngste Serie, die ich mir vor kürzester Zeit angeschaut habe. Birger, wie schaut's aus in 4 Wochen mit nach Japan, dass du nicht immer nur Cup Noodles essen musst, sondern einmal richtige Ramen? Freilich, voll mit. Warum nicht? Nehmen wir uns den spontanen Märzurlaub. Hast du Umbrella Academy gesehen? Ich kenn's, aber das zahlt mir überhaupt nicht. Wie findest How I Met Your Mother? Die letzte Sitcom-Serie, die ich lustig finde. Alles, was danach käme, ist absoluter Scheißdreck. Was läuft Tag und Nacht auf Pro7? Wie heißt's? Das ist ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, How I Met Your Mother ist eine andere Art von Serie. Das ist ein Sitcom für mich. Vielleicht heißt es wahrscheinlich auch so, keine Ahnung. Sitcom, was ist das beste Beispiel? Keine Ahnung, Friends. Oder How I Met Your Mother. Oder King of Queens. Oder wie heißen denn die Nerd-Typen mit dem Sheldon und so weiter? Big Bang Theory, ja, danke schön. Ich kann's nicht mehr sehen, Alter. Das ist alles. Das Schlimmste ist, wenn in so eine Sitcoms eingeschnitten wird, wenn die Leute lachen. Oder wann die Leute lachen sollen. Und das ist in der Big Bang Theory, das ist so inflationär. Der Sheldon, was weiß ich, steht da und sagt, hallo Penny. Was machst du da, Penny? Und da sitze ich da und denke mir so, Alter, halt doch dein Maul, wer schaut denn das an? Also, komm mal da, ja. Und das war früher noch nicht so. Da waren auch diese Lacher drin und so, ist mir schon klar. Ich feiere zum Beispiel, was sind meine Lieblings-Sitcoms von damals? Eine kann man sich sogar halten. Ja, teilweise ist es heute schwierig zum Schauen, eine schrecklich nette Familie. Was ich sehr, sehr hart gefeiert habe, war King of Queens. Der Douglas ist einfach lustig.
Duck and carry, duck and carry, duck and carry. Arthur. Duck und Pizza, Duck und Pizza, Duck und Pizza. Salami. Das ist einfach super awesome. Ja, der Prince of Bel-Air, der ist aber noch früher, finde ich. Den habe ich ja eher als Kind und ganz Jugendlicher angeschaut. Habe ich auch lustig gefunden. Mit dem Carlton. Was haben wir noch? Was haben wir noch von damals? Sachen, die ich nie lustig gefunden habe, die damals auch in der Zeit gelaufen sind, war sowas wie Roseanne. Da habe ich nie lachen können, da habe ich immer weggeschaut, da war ich immer lästig. Leck, der Alf. Leck, wie dermaßen feier ich einen Alf. Der Alf ist der geilste Affe, der umeinander rennt. Der ist ja fast der Affe, ist ja wurscht. Wer kennt ihn? Ist jemand da, der einen Alf nicht kennt? Ist jemand da, der einen Gordon Shumway nicht kennt? Ab in den Chat. Ja, den kennt doch jeder. Mal abwarten. Ist jemand da, der zeigt. Ja, ich bin 15, selbst ich kenne einen Alf. Alter, Alf, Beste, wo gibt. Hör mal, wer da hämmert. Hab ich auch gern geschaut. Hör mal, wer da hämmert, ist auch gegangen. Mit Wilson, glaube ich, hat er geheißen, oder? Mit dem Nachbarn, der über den Zaun so umschaut und so. Der lief damals noch im ZDF. Im ZDF! Sprenge die, so weiß ich nicht mehr. Sag ich dir, wie es ist. Der Agile MC! Parker Lewis, der Coole von der Schule! Hat gerade zum ersten Mal was reingeschrieben. Hey, das ist ja voll nützlich. Wenn man einen Twitch-Chat sagt, wer zum ersten Mal was schreibt, da die viel öfter auf Leute reagieren, die zum ersten Mal was schreiben. Das ist wahrscheinlich auch der Sinn dahinter, damit man auf die Leute eingeht, damit sie öfter schreiben. Das ist wahrscheinlich Twitchs Intention dahinter. Aber finde ich eine gute Funktion. Ich muss mir meinen eigenen Chat schreiben, weil dieses Restream-Ding eine Sache zum Kotzen ist. Der Alf ist auf alle Fälle der Geilste. Alf ist einfach der Geilste. Ho, ho, ho! Und allein im Intro schon, wenn er Katz fressen, das ist einfach so gut, oder? Und er ist eine sarkastische Drecksau. Es ist so geil. Das verstehst du als Kind gar nicht oft, was er alles für Sachen sagt. Und heute, wenn du es da anschaust, ich muss mir unbedingt einen Alf besorgen. Jetzt mag ich einen Alf sehen. Ah, Bratenfett-Sepp! Advent, mein Chicken Nugget verbrennt! Captain Iglo! Approved, Blatt! Danke dir. Einfach mal Dono ignorieren. Hashtag abgehoben. Hashtag stinksauer. Blätt. Da, der Crispy. Zum ersten Mal gechattet. Ist er lieber, wenn ich von YouTube umwechsel? Nein, ist nicht. Ich lese jetzt bloß noch wieder. Warte, ich tausche jetzt mal. Ich schaue, ich fühle mich auf die rechte Seite vom Monitor. Ich tue jetzt mal einen YouTube-Chat wieder rechts um und einen Twitch-Chat da um. Ich lese noch ein paar richtig gute Sachen. Was ich mir erst vor kurzem fast komplett durchgeschaut habe. Das ist vor kurzem. Das war in der Sommerpause. Ja, ich glaube auf eine Woche. Weg vom Kasten, scheiß wieder, keine Ahnung. Scrubs. Scrubs ist so unfassbar lustig. Immer noch. 15 Jahre später, immer noch. Bis zu der Staffel, wo dann JD weg ist und so. Die New Scrubs, die haben total beschissen. Aber Scrubs ist so lustig. Und das Beste an Scrubs ist, da lacht keiner behindert nach dem Witz. Und das macht so gut. Das macht so unfassbar gut. Und trotzdem, theoretisch könnte man es trotzdem als Sitcom verkaufen. Es würde gehen, aber man hat es nicht getan und es war einfach gut. Alpha auf YouTube mit Drogenbestellung, der Pistiot kenne ich. Ich schreibe aber bei mir hast noch nie reagiert. Vero von Österreich. Tja, das hat sich gerade geändert. Aktuell ist Brooklyn 99 eigentlich ganz geil. Da habe ich auch ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Netflix oder Amazon Prime war, habe ich auch ein paar Folgen angeschaut und ist auch ganz witzig, ja. Aber haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Ich bin so übersättigt mit lustigen Sachen, weil ich einfach sehr viel Zeit im Internet verbringe und es ist extrem schwierig, mich zum Lachen zu bringen. Extrem schwierig. Vor allem, wenn ich allein bin. Ja, vor allem, wenn ich mal auf der Couch zu zweit irgendwas anschaue. Es ist einfach schwierig, mittlerweile mich dort zum Lachen zu bringen. Aber Scrubs schafft es manchmal, dass ich da sitze und laut lache. Wer von deinen Leuten hat sich GZSZ angeschaut? Ich nicht.
gebe ich das zugeben, sage ich dir, was ist. Was haben wir? Ich hab Backstreet Boys gefeiert. Wie ich jung war. Ich darf es zugeben, wenn ich jetzt das schauen darf. Da, noch mit der Oberlandler. Zwickel vom Bodensee. Birger, wann kommt mal wieder ein XL-Kruzifix à la Diablo Immortal? Das gefällt mir so gut, dass ich mir schon 20 Mal angeschaut habe. Du, da müssen Sachen passieren, dass ich 20 Minuten Kruzifix raushau. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Aber Diablo 4 ist ja bekanntlich in der Mache. Wie findest du The Office? Ich finde die Memes draus sehr lustig, schaff's aber nicht, dass ich es mir anschaue. Ich weiß nicht warum. Nächste Woche, Alf, das Spiel. Auf alle Fälle nicht Software Inc. Das weiß ich auf alle Fälle schon mal. Everybody, yeah, rock your body, yeah, rock your body. Backstreet Boys, beste Leben, Alter. Was haben wir da noch alles? Bugs Bunny und... haben wir jetzt bei den Zeichentrickserien oder was? Stimmt, okay! Nächste Woche Alf das Spiel. Hab ich schon gesehen, Gibt's noch ein Alf-Spiel? Ich werd nachschauen. Mit wie viel Jahr findest du, ist ein halbe Bier okay? Das muss ich selber wissen. Ich sag ab 14 bei uns. Bei uns in Bayern ab 14. Mal Dringer ab 12. Mal einen Schaum, aber Schlecker vom Papp. Egal wann, mal ein paar Schlickerl trinken ab 12 und mal so einen Schluck halt. Ab 14 kannst du einmal eine halbe genehmigen, aber maximal eine, weil nach der bist du bratfertig, das garantiere ich dir. Echt schade, dass der Sam Lloyd so früh gestorben ist. Jetzt muss ich kurz überlegen, wer war der Sam Lloyd? Da muss ich jetzt nebenbei schnell googeln. Ich bin ein bisschen ein Behinderter wahrscheinlich. Der Ted, Alter. Ja, natürlich. Das ist wirklich schade, ja. Ted mitunter einer der lustigsten Charaktere in Scrubs. Unfassbar lustig. Da hast du einen Schritt. Mit der Oma habe ich daheim immer geschaut. Was ich mit der Oma immer angeschaut habe, als kleines Kind noch. Ein Musikantenstadel. Und dann, wir hatten der alte geheißen Steiner. Was ein alter, oder ein grauer Schnauzbart. Graue, kurze Haare, war ein wenig fester. Das war der Typ aus dem Musikantenstall. Peter Steiners Theaterstadel! Jawohl! Genau den! Wer hat jetzt das geschrieben? Das Sprengi, ich weiß einfach alles. Sprengi, wir sind, ich weiß nix, aber du weißt ja, was ich meine, wir sind eins. Wir sind mittlerweile einmal eins. Peter Steiners Theaterstadel, richtig, den habe ich immer angeschaut als Kind. Heilige Scheiße, habe ich den gefeiert, Alter. Sehr gut, sehr gut. Flo, bester Alfspruch. Ich und Arbeiten ist was für Ackergäule, aber nicht die Aufgabe eines Top-Managers. Hat es nicht auch mal eine Folge gegeben, da wo er übers Telefon die ganze irgendwelche Sachen verkauft hat und so? Auch ähnlich wie der Cartman das mal da hat. Hat der Cartman nicht Föten verkauft? Der Cartman ist auch gut. Stark. Theaterstadel und der Stangelwirt. Ja, Stangelwirt sagt mir auch noch was. Also mir ist der Begriff natürlich, aber ich habe jetzt kein Beutel davor im Kopf, was genau der Stangelwirt jetzt war oder der Peter Steiner, weiß ich nicht mehr. Beim Peter Steiner, wenn das der ist, den ich meine, kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, ja. Der Hubert Hecht schreibt, hey Birger, ich finde bei deinen vergangenen Zockstreams keinen zweiten Teil von Farthest Frontier oder auch noch 1800. Hat's den nicht gegeben oder bin ich jetzt blöd? Nö, du bist nicht blöd, die hat's nie gegeben. Das haben wir immer bloß einmal gespielt und dann, ja. Ich glaube, im Farthest Frontier haben wir alles gesehen. Da habe ich in dem einen Abend so weit gespielt, was es die Early Access Version hergibt und dann war nichts Neues mehr gekommen. Kommt vielleicht irgendwann mal wieder. Mir geht der Gustl Bayer haben wir sehr ab. Da hängen sehr viele Leute dran. Am Pumuckl warnen sehr viele Leute noch. Ja, zu Recht aber auch irgendwo. Black Shadow! Terry, das erste Semester ist durch und die wahrscheinlichste von den vier, dass ich bestehe, ist Grundlagen der Programmierung in C. Haha. Und jetzt mal wieder vorbeischauen. Willkommen zurück! Merci dir, das hätte keinen 500 gebraucht und wenn du eine von 4 bestehst, das gelangt. RTL Samstagnacht auch legendär. Mr. Kaisen, das ist absolut richtig, habe ich früher auch sehr gefeiert. Und ich habe eigentlich immer nur... Es hat bei mir Zeit gegeben, da habe ich bei den Simpsons nur auf eine Sache gewartet. Nämlich, dass eine Folge Itchy und Scratchy kommt, weil es das Allerbeste war.
Und bei RTL Samstagnacht habe ich auch immer nur auf eine Sache gewartet, das kommt, nämlich fucking Far Out. Extrem Dr. Spieling! Und dann stechen sie sich mit den Spritzen ab und so weiter, Alter. Und darum feiere ich einen Mirko Nonchev. Immer noch. Ja, es hat mir so taugt, wie er in, wie heißt die Serie auf Amazon Prime, in der ersten Staffel war dabei, glaube ich, oder was die zweite, weiß ich nicht mehr. LOL. Da müssen sie sich gegenseitig zum Loch bringen, wer lacht, fliegt raus. Und, ja, LOL heißt's, oder? Heißt einfach LOL. Wer lacht, fliegt oder so. Und da war er auch dabei und da war er auch lustig, aber leider Gottes war da der Teddy auch dabei. Und der Teddy ist auch jemand, der Typ ist so random lustig, das ist unfassbar, Alter. Das ist unfassbar. Leck mir am Arsch, Alter. Rest in Peace, Mr. Mirko Nonchev. Ja, da ist ein unfassbares Comedy-Talent gegangen. Das ist echt schade. Teddy ist anstrengend. Auf Dauer, das ist richtig springend, auf Dauer ist der Teddy anstrengend, weil du irgendwann seine Figuren drin hast. Aber immer wieder mal so. Immer wieder mal so und vor allem ohne Scheiß, wenn er in LOL mit dieser komischen kleinen Puppen daherkommt, die nachschmeißt. Oder ich bin da gelegen und ich bin nur noch da gelegen, hab mich totgelacht vor lauter Loh und hab mir gedacht, warum bin ich da nicht draufgekommen, das verstehe ich nicht. Der Mirko war aber Welten besser als der Teddy. Das sind komplette Welten auseinander. Der Mirko Nonchev ist ein Comedian der 90er. Das ist auch heute noch. Oder weiter auch heute noch. Und das ist halt ein bisschen outdated. Und der Teddy ist das nicht. Ja, der ist halt einfach in einer ganz anderen Zeit geboren. Das merkst du auch voll. Du kannst diese beiden Comedians nicht miteinander vergleichen. Genauso wie du zum Beispiel Stand-Up-Comedians nicht aus den 90er mit heute vergleichen kannst. Die Songheit-Sachen, das war einfach damals nicht gegangen. Wobei wir jetzt gerade wieder so ein bisschen da hineinschlittern mit, jetzt darf man bald gar nichts mehr sagen. Ich darf keinen Witz mehr über Farbige machen, ich darf keinen Witz mehr über Behinderte machen. Das Lustige ist dabei, die einzigen, die über die Witze dann lachen, sind Farbige und Behinderte, weil es endlich auch mal als normal angesehen werden, was sie auch wollen, was ja in Ordnung ist, dann mehr Witze drüber machen, darf ohne, dass ich der Buhmann bin. Naja. Der Rudi Carell. Ich hab mal über boah, leck, Alter, fucking Herzblatt. Alter, Hand hoch. Wer hat da herin eine echte, native Herzblatt-Folge damals gesehen? In den 90ern. Nicht irgendwie nachgeschaut auf YouTube oder sonst was, sondern, oh, leck, Alter. Stark. Stark, kommen sofort wieder massive Erinnerungen. Das sind lauter so Themen, die brauchen wir eigentlich für den Podcast. 7 Tage, 7 Köpfe, habe ich auch witzig gefunden, ja. Nur die Liebe zählt. Das ist früher aber am Sonntag gekommen, weiß ich noch. Und was mir da an dem Sonntag, wo auch, da ist immer zuerst Notruf gekommen. Ich glaube, es war RTL, bin mir nicht sicher. Da ist immer zuerst Notruf gekommen. Das hat mir aber nicht gefallen, das habe ich bewegt da. Und ich glaube, danach ist Welt der Wunder gekommen. Und das habe ich mir immer angeschaut. Notruf mit dem Hans Meiser, richtig. Richtig, absolut richtig. Und danach ist Welt der Wunder gekommen mit dem... Fuck, wie hat denn der Moderator geheißen? Ich weiß nicht mehr. Ah, ich weiß nicht mehr. Das war jetzt das war irgendwie das bessere Galileo. Wobei damals, das ist ja wirklich 25 Jahre her oder so, damals war Galileo noch nicht so schlimm. Da ist es nicht bloß um XXL Hamburger und Rutschen gegangen und um einen Jumbo Schreiner. Und ja. Sturm der Liebe. Tutti Frutti mit Hugo und Egon Balder. Der Hans Meiser. Ist das jetzt voll der Verschwörungstheorie, Mensch? Ist er? Ist er wirklich, oder was? Ja, der Ding doch auch, oder? Der wie heißt denn der Sänger? Der Xaver Naidu. Der heißt nicht Xavier Naidu, glaube ich. Und wir haben uns damals schon lustig drüber gemacht. Wen meinst du? Xaver Naidu? Ja, ja. Der Xaver Naidu. Ah, das sind sicher nicht Kasperler, der ist super geil. Oh, leck, Alter. Boah, leck, Knopfhoff. Boah, leck, das war das Beste. Wer hat noch die Knopfhoff eingedeutscht für Know-How Show in den 80ern gesehen? Ich. Wahrscheinlich nicht in die 80er, da war ich maximal 4, aber in den 90ern ist die ja auch noch gelaufen, hab ich gesehen, die war super. Das war so tolles Fernsehprogramm einfach. Das war so,
Das war so befriedigend, weil man halt noch nicht diesen Overflow... Es ist so krass, wenn du das mit heute vergleichst. Du brauchst heute nur auf YouTube gehen und dann kannst du dir anschauen, was du willst, zu welchem Thema du willst, wann du willst, wie viel du willst und keine Ahnung. Und irgendwann hast du da einfach einen Stack Overflow in deinem Schädel. Und deswegen ist dieses Internet auch nicht gut für uns. Ich konsumiere es zwar trotzdem täglich zweistellig und manchmal 3. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber ihr wisst, was ich meine. Und du stumpfst irgendwann ab. Ich hab's gerade erst erzählt, dass ich mir ein wenig hart tue, dass man mich zum Lachen bringt, damit ich Sachen interessant finde und lauter so einen Scheiß. Und das, glaube ich, liegt ganz schwer an diesem Social Media Bullshit, YouTube und so weiter, weil du nur in dich hineinschaufelst. Ununterbrochen Content, Input. Und was ist das für Dopamin? Das regt irgendwie dein Dopamin im Hirn an und du fühlst dich gut und deswegen kannst du nicht aufhören damit. Und darum, ja, keine Ahnung, bist du halt, glaube ich, irgendwann schwer zu begeistern. Deswegen merke ich, wenn ich im Urlaub bin und versuche mich gezielt von diesem Kasten hier zu distanzieren und bin vielleicht einmal ganz weg, wie letztes Jahr sogar 2 Mal eine Woche lang, wie dermaßen geil es sich jetzt ganze Zeit lang anfühlt, wieder am Rechner zum sein, Sachen noch zum Schauen und so, ist ganz was anderes. Schwierig. Ich sollte viel weniger PC konsumieren und ihr auch. So. Ich bin gewusst, dass dieser Blättschweiz wird, dann hätte ich mir was zum Trinken hergekriegt. Kruzifix. Ja, irgendwie müssen wir da 20 Minuten totschlagen. Welt der Wunder meinst. Joachim Bublatt. Musste gerade an die Parodie vom Höcker bei Switch denken. Ich weiß gerade nicht, um was das geht. Weiß jemand, wie die Show mit den Kindern heißt, wo sie durch einen Spielelader laufen? Da haben sie irgendwann eine Einkaufskerbe gekriegt, oder? Oder Einkaufswagerl haben sie gekriegt und haben dann irgendwie Minuten Zeit gehabt, das voll zu machen, oder? Ich weiß nicht mehr, wie die Sendung heißt. Wir könnten 1, 2 oder 3 noch. 1, 2 oder 3. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. 1, 2 oder 3. Walleck Mini Playback Show. Ich schwör's dir bei Gott als Kind. Heute noch. Nicht so fanatisch wie damals, aber egal. War ich absoluter Michael Jackson Fan. Der größte Musiker in meinen Augen, der auf diesem Planeten jemals gelebt hat. Der hat Dinge gemacht vor 30 Jahren schon, da wo heute Sachen noch nicht ohne kratzen. Und dann wollte ich immer zur Mini-Playback schauen, das ist der einzige Grund. Der einzige Grund, warum ich einen Moonwalk kann. Es ist einfach so. Irgendwann, den habe ich mir sehr lange aufgehoben, für irgendwann in einem Video kann ich ihn mal brauchen. Sag ich dir, wie es ist. Irgendwann kann ich den Moonwalk mal brauchen, dann werde ich ihn demonstrieren. Sag ich dir, wie es ist. Das war der Super Toy Club, richtig! Da hast du am Schluss, wenn du gewungen hast, hast du durch den Toys R Us durchfahren dürfen und hast alles einschütten können, was da war. Super. Weil ich gehe aufs Ganze mit dem Zonk. Kommt das wieder? Die Moonwalk braucht man auch in Warzone, wenn du leer geschossen hast. Der Moonwalk. Sprengi, der war miserabel selbst für dich. Geil, wie viel Terminator und Xavanator. Der eine schießt die zusammen, der andere singt die zusammen. Ich glaube nicht, dass der Xavanator die zusammen singt. Geil, wie viel merci für den Euro. Und ihr kennt so, den Moonwalk gibt's nicht jetzt. Ganz bestimmt nicht. Sicherlich nicht. Sicherlich nicht. Kim Possible, na klar. Kim Possible habe ich nie so geschaut. Der Flo hat das fake geschaut, einer unserer Podcast-Kompagnons. Meatballs Spaghetti, Top Cartoon, den kenne ich nicht. Jerry Birger, ignorierst du mich? Kannst du all deine Streams auf dem Kanal unter Live speichern? Julian, bist du besoffen? Wir sind unter Live. Okay? So. Undrummable. Michael Jackson war stark, aber was sagt der Michael Jackson, wenn er Kind auf den Schoß huckt? Es steckt ein Sänger in dir. Schwierig. Der Witz ist besser mit der Kirche.
sage jetzt nicht, weil ich Michael Jackson-Fanboy bin, so ein bisschen, aber es ist halt einfach schwierig. Sie haben nie was nachgewiesen worden. Gibt 100.000, wie soll ich sagen, Kids-Aussagen, wo es geheißen hat, da war nie was. Ich kann dir schon sagen, warum da so lange drauf rumgeritten wurde. Weil der Typ so viel Geld hat, das kann sich kein Mensch vorstellen. Von dem, der hat gar nicht gewusst, wie viel Geld das hat. Der Typ hat so viel Geld gehabt. Es gibt eine Dokumentation, ich glaube, das ist in This Is It. Da rennt er durch so eine Art Museumsding und teilt bloß auf Sachen, was er haben will. Ah, das Schachbrettel, die Skulptur, das Beutel. Michael, weißt du überhaupt, was das kostet? Na, ist mir egal. Da das. Und dann erklärt jemand, er hat allein nicht einmal einen Kaffeetrinker gehen können. Und hat, wenn sie das da haben, wenn er halt mit Leuten da waren und ja, jetzt gehen wir einen Kaffee trinken, dann nimmt er, weiß ich nicht, $10.000 mit. Weil er nicht weiß, ja, was kostet denn eine Tasse Kaffee? What? Das ist einfach, was meinst du, was da los ist, wenn du so viel Geld hast und dann kommt nur ein Hauch von einer Chance, dass du an das Geld hinkommst. Dann passieren sicher nicht Sachen. Ist meine Meinung, ich glaube nicht, dass da was war. Der war doch total fertig. Schau dir doch sein Gesicht, wie sie dir kaputt operiert hat und was weiß ich. Das ist ein Wahnsinn. Angeblich hat er Michael Jackson, das habe ich erst vor kurzem, die oder letzte oder vorletzte, wo irgendwann in den letzten 2-3 Jahren, habe ich was gesehen. Der Michael Jackson hat ja immer so geredet, so ganz freundlich und so. Und angeblich soll das eine verstellte Stimme sein. Es gibt eine einzige Aufnahme, wo er meint, da wird nicht aufgenommen, da redet er normal. Da redet er ganz tief und normal halt einfach. Da hat es mich vielleicht schon ganz schön genommen. Legt mir mal Arsch, wenn das weiß. Bisselburger Beste! Merci für den Resub. Kitty Contest war in Österreich auch geil. Und GZSZ. Ich weiß nicht, ob du angezeigt worden bist. Ich lasse dich einfach nochmal anzeigen. Merci für den Resub. Ja, jetzt ist mir gerade was eingefallen, wie du von Kitty Contest und Sendungen in Österreich. Wow, leck, weißt du, was wir haben ja auch ORF da. Was ich da immer gerne angeschaut habe. Wo sind die Tom Turbo Fans? Wo sind die Tom Turbo Fans? Los, ab in den Chat und ich werde dabei mal rauchen. Wie hat der. Da schreiben schon ein paar Leute. Der Thomas Brezina hat der geheißen. Krass. Das habe ich nicht mehr gewusst, wie der geheißen hat. Aber das war einfach eine schöne Kindersendung. Das war immer cool. Da hast du mitmachen können. Da haben so Szenen gekommen und dann hat er dich gefragt, ja, habt's aufgepasst und hast Detektiv spielen können und so. Das war richtig geil. Und jetzt schau hier, was haben. Paw Patrol. Soll das sein, eine hyperaktive Scheißsendung? Soulfly! Wir kriegen tatsächlich neue Mitglieder zusammen in dem, was wir da gerade lernen. Wir haben heute einen Totalausfall-Stream hingelegt. Sound kaputt, Spul kaputt, Chat kaputt, geht immer noch nicht gescheit, glaube ich. Da kommen immer noch Nachrichten von vor 10 Minuten und überhaupt sowieso. Und dann geht jemand her und wird wirklich Mitglied in diesem Kanal. Was ist mit euch? Soulflyer, welcome to the squad. Ab in den Chat, habe die Herren in Soulflyer. Wer nicht mitmacht, ist der Chat. So, nämlich kaputt. Oh, leck, der lila Launebär. Da ist. Jetzt Moment mal. Nein, der lila Launebär, den weiß ich schon noch, wenn ich aber viel mehr vor Augen habe. Das ist der verdammte Bim Bambino. Oh, leck, wie lange hab ich über den Bim Bambino nicht mehr nachdenkt? Wer kennt den Bim Bambino noch? Und da war die jetzt im Dschungelcamp da umeinander fuhrwerkt. Sonja? Was? Sonja? Sonja Kraus? Nein, Sonja Kraus ist eine andere. Das ist doch die Blonde mit den langen Haaren, oder nicht? Zietloff! Richtig. Absolut richtig, Mr. McPercy. Die soll übrigens super intelligent sein. Hat sie mal geheißen. Also sehr überdurchschnittlich intelligent. Hab ich mal mitgekriegt, hat sie mal geheißen, keine Ahnung. Hansi! Hey, Birkberg! Du bist massiv daran schuld, dass ich jetzt dann endlich zum ersten Mal in Urlaub fliege. Bruder, da habe ich ein furchtbar schlechtes Gewissen. Nämlich überhaupt nicht.
Am 24.03. jetzt für 5 Tage ab auf Gran Canaria. PS, mach weiter so, hilfst mir gerade durch eine schwere Zeit. Und Special Greets an Sprengi, wegen dem wir alle oft lachen müssen. Press zum F in Sprengi. Sprengi, du, das ist übrigens schon klar, solange ich da bin, bist du auch da. Wenn du eines Tages nicht mehr da bist, dann hör ich auf. Du bist fester Bestandteil dieses Dummschisses da drin. Und das ist wichtig. Ist einfach wichtig. Okay, feels bad, man. Herr Hansi, unfassbar wichtig. Gebt mir einen Scheißdreck an, was da los ist, aber Scheiße machen wir alle mal durch. Schädel nicht hängen lassen und trust me, wenn du lange nicht mehr im Urlaub warst. Lass dich nicht von Sachen am Flughafen stressen, sonst irgendwas. Völlig Banane. Wenn du an dem Strand flachst, pack ein Taucherbrenner ein, tut ein wenig umeinander schnorcheln. Ich weiß nicht, wie gut man in Gran Canaria schnorcheln kann. Ich habe schon mal geschaut oder versucht zu schauen, ob es sich rentiert, da hinzufliegen. Wir fliegen wir dieses Jahr wahrscheinlich auf Italien. Ganz oben. Und schauen wir da ein wenig umeinander. Bin ja gespannt. Sollten wir auch mit Buchen! Bürgerin! So jetzt mal, wo wir hinfliegen, wir müssen mal buchen! Frühbucherrabatten so. Geil, wie viel Bürger, magst nicht nur kurz ein paar alte Serienintros einspielen? Nein, weil ich bloß wegstrikt wie wegen denen. Haben wir schon mal gehabt. Da haut's da ein Flashback aus der Eierbox. Ja, da ich gern, aber sobald ich jetzt da die Gummibären laufen lasse oder irgendwas anderes, dann gibt's hier sofort hier Strike und Michael. So. Türkei war halt günstig. Der war best. Der war best. Schmidti! Hey, der YouTube-Chat zeigt mir auch so Sachen noch. Feiere den ersten Superchat von Schmidti. Das ist der mal. Kennt wer einen Bär im großen blauen Haus? Da muss ich jetzt erstmal, merci dir. Merci an alle mal so nebenbei, dass immer noch Leute da sind, obwohl halt leider Gottes das Streaming broken war. Der Bär im großen blauen Haus. Nein, kenne ich nicht mehr. Wie es der Sprengi schon schreibt, die kennen Captain Blaubeer. Und nein, blöd. Die kenne ich. Bam, 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 bam. Sie fliegen und sie singen und fliegen. Da haben wir uns schon mal sehr ausgiebig im Podcast unterhalten über alte Zeichentrickserien. Da hört ihr jetzt sofort Speziwirtschaft an, weil ihr redet über alles, was wir mir in dem Podcast auch geredet haben. Rein damit. Ich weiß nicht, was für eine Folge das ist. 5 oder 6 oder so. Boah, leck die Dinos. Nicht die Mama. Donk, donk, donk. Wer noch? Das sind Sachen, die fressen sich in dein Hirn. Weißt du, was für Sound sie bei mir ins Hirn hineingefressen hat? Und irgendwie gleichermaßen positive als auch negative Gefühle und Emotionen herbeiruft? Den kann ich nicht, weil wegen einer Sekundensound. Warte mal. Achtung, zuhören. Hello? Look! Hey! Listen! Watch out! Alter. Ich kriege ein bisschen einen Schlaganfall, aber auch ein bisschen einen Nostalgie-Flashback. Was war das? Was war denn das? Wer weiß, was das war? Ah ja, ein paar Handschuhe da. Wer war das? Hey! Blink! Listen! Ja, ein paar Pro-Gamer haben wir da, das ist gut. So dermaßen nervig, die Navi. Das ist die kleine Fee, die in Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time, der Helferlein ist. Und jetzt mal, wenn irgendwas Besonderes irgendwo ist, dann fliegt sie und dann, hey! Listen! Super was. Joe! Animaniacs! Animaniacs! Ich kann den Text leider nicht mehr, aber die Animaniacs waren gut. Joe, merci für den Reset. Rexonas, kennst du einen Michael aus Lönneberg? Ein Michael! Natürlich kenne ich einen Michael, Alter. Wunderbar, wie er seinen Schädel in den Topf gesteckt hat und nicht mehr rausgekommen ist. Das donatet jetzt gleich der Rexonas. Es ist nämlich mittlerweile sehr gerne Donations, glaube ich, 5 Minuten, bevor es aufploppen, keine Ahnung. Oh, der Peter. Oh, großes F für den Peter. Lustig. Löwenzahn habe ich sehr gefeiert.
Löwenzahn habe ich auch sehr mengen. Ich habe immer so diese kleinen Wissensserien haben mir einfach gut gefallen. Oder die Wissenssendungen. Der Löwenzahn, Welt der Wunder, damals noch Galileo. Habt ihr auch als Kinder so Tierdokus angeschaut? Auf dem 1., 2. und 3. und so? Sendung mit der Maus, richtig. Der Christoph, der ist mittlerweile ein alter Mann, mir jetzt fast genommen, wie ich das letzte Mal gesehen habe. Erstens, dass er immer noch dabei ist und zweitens, dass er einfach ein alter Mann ist. Den kenne ich theoretisch, seitdem er 18 ist. Rexonas, merci dir für den Resub. Wieselburger Beste. Haben wir eigentlich die 3 Fragezeichen und Schloss Eisterheim schon gehabt? Die 3 Fragezeichen kenne ich selbstverständlich, habe ich aber nie viel konsumiert, sage ich jetzt einmal. Aber Schloss Eistersheim, das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Art Attack, ja, habe ich auch gefeiert. Das hat aber damals anders geheißen. Oder war das schon immer Art Attack? Mit dem sprechenden Kopf und so. Kennt noch jemand Dings da? Wo Kinder... da habe ich jetzt ein Flashback. Ich flipp gleich aus. War das Dings da? Weiß ich nicht mehr. Jetzt pass auf, in Dings da haben Kinder was erklären müssen und Erwachsene haben dann ran müssen, was ist. Das glaube ich war so das Grundkonzept von der Sendung. Aber dazwischen hat es eine bestimmte Sequenz immer gegeben, nur ganz kurz. Da haben Kinder ein Mo sagen müssen, was für einen Kopf soll das Viech haben? Ja, den von einer Giraffe. Was für einen Bauch soll das Viech haben? Ja, den von einem Nilpferd. Was für Fiers soll das Viech haben? Ja, die von einem Geparden. Was war das Dings? War das so ein kleiner Schnipsel in Dings da? Das war Zapzerab! Sprengi, du bist ein Monster. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Der alte Pudding mit einer ersten Donation. Danke dir. Servus, bin gerade erst dazugekommen. Warum spielst du leicht nicht mehr? Ach, das dauert mir jetzt zu lang zu erklären. Der ganze Stream ist kaputt, Chat ist kaputt, Donations sind kaputt, Spur ist kaputt, Ton ist kaputt, ich kann nichts mehr lesen, ich weiß nicht, wo wir sind. Überhaupt. Wir haben ja noch nie gespielt, das ist ein Blödschmerz geworden. Dings da mit dem Fritz Egner. Ja, genau. Montagsmaler war auch gut, das sagt mir auch noch was. Also ich schreibe mir jetzt eine gute Nacht bis Montag. Schreibt der Extremmann. Hauen Sie rein, wir sehen uns spätestens am Montag. Am Sonntag die Folge Podcast nicht versäumen. Ich komme mit dem größten Scheiß, den es gibt. Dora, Backpack, Rucksack, Map heißt Karte. Was? Dora, Backpack, Rucksack, Map heißt Karte. Ich weiß jetzt gerade nicht, was man damit sagen will, aber ist nicht die Dora so ein Dora entdeckt oder irgendwie so? Bin ich verwirrt. Blie Frankie, da bin ich ein bisschen verwirrt. Aber merci dir. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Aber Spams meinetwegen gerne in normaler Chat ein. Muss jetzt nicht nochmal mit der Donation umeinander wichsen. Bei Art Attack, der eine Typ, der immer seine riesen Bilder ausgelegt hat und mit ja, leck, das hat mich aber immer so fasziniert. Das hat am Anfang irgendwie ausgeschaut, was soll das für Scheiß werden, keine Ahnung. Legt 3 Hodern hin und dann irgendwelche Steine und irgendeinen Mist. Pass auf, bei Art Attack, der eine Typ, der immer seine riesen Bilder ausgelegt hat mit Zeiglert, das er gerade bei den Händen gehabt hat. Richtig fein gewesen. Das gibt's ja, glaube ich, immer noch. Und dann hat der von ganz oben gefilmt und dann hat er jetzt Tiere am Boden gelegt, Steine, alles, was er jetzt so umeinander legen kann und hat dann einen Beutel draus gemacht. Das war ziemlich cool. Das war ziemlich cool. Oh mein Gott, pure Nostalgie gerade. Ja, das geht ja mir genauso. Deswegen haben wir ursprünglich unseren Podcast mit genau den Nostalgie-Themen begonnen, weil ich einfach so gern über diese Zeit schmerzt, weil es so schön war und so anders als heute. Du kannst es einer jüngeren Generation nicht in Worte transportieren, wie das damals einfach anders war, wie sie Dinge zum Anschauen anders angefühlt haben. Ungefähr so, wie du in der ersten Woche das erste Mal YouTube angeschaut hast. Oder TikTok meinetwegen. Ja, was schauen die ganz Jungen? TikTok, scheiße halt. Ja, und durch das kriegst du eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden, Freunde der Sonne. Und das wird ich bin immer 100% sicher, das wird die Leute oder diesen Generationen, die da kommen, irgendwann zum Verhängnis. Ich sag das, was es ist. Die können keine 10 Sekunden mehr aufpassen, die können keine 5 Sekunden das Maul halten, die können nichts mehr. Das wird richtig
Ich mag jetzt nicht mit Gewalt, ich scheiß TikTok oder Ding, aber ich merk's ja an mir selber. Ich konsumiere so viel YouTube, so viel Scheiß-Content, dass ich abstumpf. Ich kann mir dabei zuschauen, aber ich kann auch irgendwie nicht aufhören. Und wenn ich das jetzt noch weiterspinne und schaue mir die ganze Zeit so 10 Sekunden Rotze an, wenn nicht, dann brauchen wir nicht weiterschmerzen, das macht dich geistig dumm. Das macht dich sprichwörtlich zum Smartphone-Zombie. Das Zombie, wenn man so möchte. Soweit hergeholt ist die Theorie nicht, da bin ich mir sicher. Heute läuft so viel Scheiß im Fernsehen, nur noch Geschrei und sinnloser Mist schaut. Ich finde allgemein, der Fernseher hat halt einfach dem Internet weichen müssen. Deswegen läuft da nichts gut Produziertes mehr. Warum auch? Schaut sich ja keiner mehr an, außer Leute, die 60 und älter sind. Schmitti, Nils Holgersson, Bob der Baumeister, der Alte. Bob der Baumeister kenne ich, aber Nils Holgersson sagt mir jetzt gerade nichts. Geibiffi, wieso wird denn eigentlich deine Donation nicht mehr angezeigt? Quizfrage, wie heißt der MacGyver mit Vornamen? Apple? Okay, der war schlecht. Weiß ich nicht. Und trotz den ganzen Serien waren wir so gut wie jeden Tag auf dem Bolzplatz oder sind mit dem Radl unterwegs gewesen oder haben Baumhäuser im Wald gebaut. Mr. Mulburg, das ist absolut richtig. Ich habe mir wie gesagt, ich war als Kind und als Jugendlicher sehr, sehr, sehr sportlich. Das kommt nicht eine von irgendwo. Das viel draußen gewesen. Ich habe aber damals auch schon viel Super Nintendo gespielt. So ist es nicht. Das kommt auch dazu. Aber das Internet macht viel kaputt. Ja, das sage jetzt ich, wo ich da sitze und stream und hunderte Leute schauen mir zu. Wie viel haben wir noch? Schauen wir mal, noch über 500 auf YouTube, knapp 200 auf Twitch. Es ist halt schon wieder 10. Es ist immer das Gleiche. Am Anfang, wenn wir anfangen mit einem Blättschmerz, denke ich mir jedes Mal, Alter, was haben wir mir da 2 Stunden gelabert? Was zur Hölle soll ich jetzt 2 Stunden verzeihen? Und jetzt sitzt man da, zack, 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 10. Kruzifix. Damals waren die Tage länger. Gefühlt, ja. Gefühlt. Unsere kleine Farm, kennst du das? Sicherlich kenne ich das, Mr. Giersing. Saber Rider, Ghostbusters, was ich Ghostbusters gefeiert habe. Turtles, He-Man, Marshall Bravestar, was ich in 3030 feiert. Das ist ein super geiler Charakter. Saber Rider haben wir schon gehabt, gell? Keine Ahnung. Was mir auch noch ganz krass im Kopf hängen geblieben ist, ich weiß nicht mehr genau, wie die Sendung geheißen hat, da hat es mehrere gegeben. Die haben in einem Körper drin gewesen. Das waren, glaube ich, Blutkörperchen oder so. Und da war ein altes Blutkörperchen dabei, der Opa, und der hat die Junge irgendwas verzeiht. Und dann haben sie in den Körper eingegangen und dann ist da drin zum Beispiel, wie Blut funktioniert und so, wie das Herz funktioniert. Es war einmal das Leben, genau, einfach nur, es war einmal. Es war einmal das Leben, es war einmal... Da hat es noch was anderes gegeben, irgendwas mit Geschichte dann auch, da wo es um die Römer und so ein Zeug gegangen ist. Das waren pädagogisch wertvolle Scheiß-Kinderserien. Wo ist sowas heute? Heute gibst du auf YouTube mal Cocomelon rein. Dann kriegst du einen scheiß Schlaganfall. Unfassbar gut. Es war einmal der Mensch, ja, oder es war einmal das Leben. Da hat es wahrscheinlich 2 Untersendungen gegeben, also die irgendwie aufteilt waren und so. Das ist auf Netflix. Was? Ernsthaft? Da weiß ich sofort, was ich mir jetzt dann schnell mal eine Folge anschaue. Einfach nur wertvolle pädagogische Scheiße. Ihr wisst schon, was ich meine. Well, leck der Captain Planet! Den habe ich aber nie so mengen. Den habe ich wie Power Rangers. Und jetzt, hoffentlich schaut der Chris nicht zu. Der Trachtmann-Zeichner im Übrigen. To your heart, Brody. Bitte hass mich nicht. Aber er weiß ja, ich habe immer schon Power Rangers und dann Captain Planet einfach so ein bisschen. Das ist jetzt so, das habe ich damals schon als Trash empfunden. Im Vergleich zu meinen Lieblingsserien, der damalige Batman aus den 90er, Zeichentrick war super. Ghostbusters waren brutal geil. Turtles waren brutal geil. Und so weiter. Das hat mir halt über mehrere getaugt, ich weiß es nicht. Der Alex Dreams is live. Es war einmal Entdecker und Erfinder. Hat gerade zum ersten Mal gechattet. Ich weiß nicht mehr, wie die Titel waren. Aber ich weiß noch, wie die Sendung war. Ich glaube, die haben selber gewusst, dass das Trash ist. ja, stimmt. Aber bei der Captain Planet, der glaube ich, ist schon sehr ernst genommen worden. Glaube ich. Nils Holgersson, googeln sofort. Machen wir. Nils Holgersson.
Nein. Also ich habe ein Beitel, da ist so ein Bub mit einer roten Kapuzen. Nein. Nein, sag ich dir, was ist? Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gekannt. Was ich aber dafür gekannt habe, was mir da spontan einfällt, ist unten am Fluss. Vielleicht bin ich deswegen ein bisschen geistig geschädigt. Wer kennt unten am Fluss noch? Oder der Tag, an dem die Tiere den Wald verließen. Kennt das nicht mehr? Harter Tobak für Kinder. Harter Tobak. Viel Idee? Jemand? Weiß nicht. Nils Holgersen und die wilden Gänse war schön. Ja, wilde Gänse macht Sinn, weil ich hab gerade da, ein Beitel da. Was haben wir da sonst da so? Unten am Fluss, Heavy Stuff. Ja, Heavy Stuff. Aber, keine Ahnung. Da hat irgendwie dazugehört. Naja. Freunde der Sonne, ich mag es jetzt nicht noch unnötig weiter hinauszögern, wie wir es eh schon tun. Es tut mir unfassbar leid, dass dieser Stream halt so verlaufen ist, wie er verlaufen ist. Irgendwie zeigt es aber auch schön. Ich bin auch bloß ein Mensch. Ich habe halt einfach keine Ahnung, es ist halt irgendwas kaputt gegangen, dann haben wir es verkackt und jetzt ist halt, it is what it is. Ich sag das, was ist, ich werde Software Inc. einfach eiskalt wieder zurückgeben, höchstwahrscheinlich. Vielleicht gebe ich ihm aber auch noch ein paar Tage, ich habe die nächsten Tage sowieso keine Zeit. Ich würde auf alle Fälle vorschlagen, wir sehen uns am Montag im Stream, es ist nur zu empfehlen. Kann sein, dass ich Dinge vorbereitet habe, wer weiß das schon. Was wir nächsten Mittwoch deren, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, das soll der Zukunftsbürger entscheiden. Vielleicht noch mal einen ChatGPT. Das war eigentlich sauwitzig. Das war eigentlich wirklich sauwitzig und da kann mehr gehen. Nämlich mit euch Dungeons and Dragons spielen. Wir haben ja 2 Charaktere in einem Dungeons Dragons Team. Eins steuert ich, so wie sie steuern da, und das andere steuert ihr über die Umfrage. Was da wollt. Ich gebe euch immer 2, 3 Optionen, was da wollt, und ihr votet, Minute Zeit. Los geht's. Ich würfel für euch und sage, das kann man auswählen, das kann gut werden. Und am Montag ist Hogwarts Legacy. Ja? Wutschen und wedeln und den ganzen Scheiß. In echt dann. So. Freunde der Sonne, ich weiß nicht, was ich sagen soll, es tut mir leid. Shit happens, blöd. Leute, Schluss jetzt mit und es ist eh schon wieder so krass eskaliert heute. Geil, für Sepp, merci dir. Der die auch, Chris Bürgerin und dein Mann, das werde ich mal. Das werde ich tatsächlich mal. Ich glaube, die Mom kannst gleich schon grüßen. Hallo Mom. Und die Bürgerin, die nicht. Die sitzt vorne, aber ich werde sie von dir grüßen. Sie wird mir wahrscheinlich zum 600. Mal fragen, wer ist denn der Geil für Sepp? Dann werde ich sagen, ja, das passt schon und geh dann wieder. So. Schluss jetzt. Undrummable, riesen Respekt, dass du den Stream so gerettet hast. Bester Mann, beste Community. Und schau dir mal Andrew Schulz und Jimmy Carr an. 2 krasseste. Und Jimmy Carr kenne ich selbstverständlich. An Andrew Schulz kenne ich nicht. Und Jimmy Carr kenne ich sehr wohl. Und mag ich auch. Sehr gut. Dankeschön. Schluss jetzt mit fucking Donations. Genug für den fetten Mann aus dem Internet. Und genug Internet für heute. Ich mache mir jetzt wieder Peter lustig. Ja? Und nach diesem Stream Internet aus, Kinder. Internet aus. Ihr schaut euch nur selber. Kriegt's für die Augen. Hat's bei mir immer geheißen. Und was bei mir auch immer geheißen hat, meinst du mit 30 Jahren, wenn du Computerspiele spielst? Tja, Mann. Ja. Und wir schauen 1500 Leute dabei zu. So, abschalten. Vielen Dank für die ganzen Donations. Vielen Dank fürs Zuschauen. Leave a like if you like. Und danke für die schön, wenn es euch trotzdem taugt hat, wenn ich den Stream ein kleines bisschen retten konnte. Schön, freut mich, geht auch wie Butter. Dankeschön. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen, wenn man das Belustigung nennen kann. Schöne Grüße an die Mods, Press Triple F. Dankeschön für die ganzen Donations. Danke für die ganzen neuen Mitglieder. Da waren halt einige dabei vor mir wieder. Danke für die ganzen Resubs. Danke für die ganzen alten Mitglieder. Und jetzt verpisst euch. Sonntag, Podcast nicht vergessen. Montag, Stream Hogwarts. Was nächsten Mittwoch kommt, weiß ich noch nicht. Entscheidet der Zukunftsbürger. Und jetzt schleicht euch in das Bett hinein. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne kleine Nostalgiereise. Jetzt kriegt ihr noch die Abschlusströte. Habe! Und nicht vergessen, Hashtag Schödrapse, Hashtag LSDgolas. Was übrigens
der Peak der Comedy für dieses Jahr bis jetzt war. Der LSD Legolas. Und Hashtag Brotzeitbredel. Einfach so. Und jetzt schleicht sich auf in die Arena.